So, da sind wir wieder. Also zumindest ich. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Montagnachmittag Twitch-Programm. Heute bin auch ich wieder da mit einer kleinen verkackten Stimme. Habe mich nämlich bei diesen hohen Klimaanlagen so verkältet. Das ist übel. Kennst du die Klimaanlagen im Bus? Die sind so Ja. pain. So pain. Aber ja, heute zusammen. Welchen Bus hast du denn? Ja, die in Bern. Weißt du, ja. Wenn ich das einfach so schnell droppen kann, ich fahre im Moment jeden Tag ins Spital. Und ja, für diesen Bus ist es so kalt, das ist abnormal. Aber ja, heute zusammen, schön seid ihr da. Ich freue mich, euch wieder zu sehen. Ich freue mich vor allem auch wieder hier zu sein. Ich muss wirklich sagen, letzte Woche habe ich es schon ein bisschen vermisst, aber ich hatte den Kopf einfach wirklich hinten und vorne nicht gehabt, um hier mitzumachen beim Podcast, beziehungsweise mich darauf zu konzentrieren. Von dem her, ja, jetzt bin ich wieder einigermaßen zusammen. Also, aber wirklich nur so einigermaßen. Aber ja, der Bessino hat vorher noch gefollowt. Danke vielmals, falls du das mitbekommst. Der Martin ist da. Moin, moin. Masi, moin. Crazy Cat Lady ist auch wieder da. Wie schön. Der Katz geht's wunderbar. Der Katz geht's wunderbar. Merci vielmals für die Nachfrage. Wir waren gestern ein bisschen draussen spazieren. Wir haben eins auf Adventure Cat gemacht. Es ist ja eigentlich eine Hauskatze, eine Stubenkatze, aber ich habe mich dazu entschieden, dass ich ab und zu ein bisschen mit ihr rausgehe. Und gestern waren wir ein bisschen in einem waldähnlichen Gebiet und sie hat mega Freude gehabt. Ihr geht es also super. Yes. Ich hoffe, Ihnen geht es auch gut. Ich glaube, du hast ja Katzen. Ja. Was lachst du, Nico? Ja, weil der Essex schon wieder so Zeug reinspammt, da in den Chat, wo ich muss kriegen. Hast du da Red Summer Edition gehört? Ja, schau mal. Kann ich meine Bizeps trainieren und meine Trizeps hier? Das mal 2. Yes. Holy shit. Oh, es geht ausgewackelt. Genau. Und hier so eine Game Changer Brille mit Blaufilter für zum Gamen oder wenn man halt ewig lang vor dem PC auch grundsätzlich. Die 2 Sachen gibt es heute zu gewinnen. Aber ja, Katsu ist da, hi Floro, hi Bud Spencer. Ich habe euch alle vermisst, oh mein Gott. Nein, Katsu kommt nicht mit anböteln. Ich glaube, das tue ich ihr lieber nicht an. Aber ja, Nico, wie geht's dir? Ja. Hast du ein schönes Wochenende gehabt? Hey, grundsätzlich sehr. Merci für das Nachfragen. Ich muss jetzt schnell überlegen, was ich am Freitag gemacht habe. Ah ja, am Freitag bin ich Pizza essen, Bier trinken und FIFA spielen. Also abgesehen vom FIFA-Spielen finde ich das ganz solid. Ja, das ist so ein altes Ritual vom wo wir haben. Also ich und ein Kollege, ich muss jetzt schnell schauen, dass ich nicht allzu leise bin. Der Essex hat gesagt, ich bin ein bisschen leise. Ist so besser für euch, gehört mich ein bisschen besser. Ja, jetzt einfach nicht allzu fest ins Mikrofon rein, wo du überschlägst. Genau. Beziehungsweise, ich glaube, da hat jemand etwas verstellt. Moment, ich mache dir wieder lauter. Aha. Du mach wieder so wie vorher, das Mikrofon. Ja, jetzt habe ich es wieder runtergetan. Besser. Ja, du musst normal reden, nicht ins Mikrofon rein, weil sonst macht es genau keinen Unterschied. I'm still doing the same mistakes. Wie ein Noob. Jetzt ist es besser, oder? Ja, jemand hat hier ja. beim Streamlabs Zeug verstellt, aber das ist ja. Irgendjemand ist sicher der Cyril. Ziemlich sicher. Cyril. Nein, aber darum haben wir ja so tolle Leute, die zuhören und schauen und uns darauf aufmerksam machen. Das ist natürlich wunderbar. Genau. Aber ja, Pizza, Bier und FIFA. Ja, das Programm habe ich immer mit einem alten Kollegen von mir, einem von meinen besten Kollegen. Wir gehen immer zusammen Pizza essen, Bier trinken und meistens landen wir dann bei mir und spielen FIFA. Das ist ein mega lustiges Fakt immer. Es ist etwas, ich werde es nie verstehen. Aber okay. Musst nicht. Also weißt du, es ist wirklich auch ein Game, das ich gar nicht mehr spiele, wirklich, aber mit dem ist es halt eine Tradition. Liebe Mario Strikers! Macht viel mehr Spaß. ja. Also, das macht auch Spaß. Ja, ich habe es ja gestreamt vorletzte Woche. Und es war wirklich noch witzig, muss ich wirklich sagen. Also,
Es ist eben, wo es so ein bisschen... Es hat keine Regeln, das ist eben geil. Es macht Spass. Ja, voll. Also eben, wie gesagt, ich finde beides sehr lustig. Dann eben Samstag haben wir das Konzert gespielt, das Gartenkonzert. Es war recht lustig gewesen. Da wir ja eigentlich recht harte Musik machen, haben wir müssen auf Gartenlautstärke runter. Das heisst, unser Drummer hat Cajon gespielt. Das kennt ihr vielleicht, das ist das Holz. So die Holzkiste, So eine wo man dann Holzbox drauf hockt. eigentlich, genau. Genau, und er so den Takt draufschlägt. So geil. Und dann waren wir ganz klein verstärkt, gewesen, so mit Wohnzimmer-Amps. Ganz kleine Amps. Und haben so ein bisschen eine Tiny Desk Session gespielt. Das war recht lustig gewesen. Nice. Und die Leute haben mega Freude gehabt. Und am Sonntag habe ich nochmal geprobt mit den neuen Bandmitgliedern. Das war recht geil gewesen. Hey Viel Maxi, Musik gehabt. danke vielmals für die Follow. Hey, 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 hey. Hoi, hoi, Maxi. Nein, wer ist Maxi? Okay. Ja? Maxi Thunder. Ah, tatsächlich, Maxi. Hallo Maxi. Yes, aber jetzt erzähl uns von deinem Wochenende, Steffi. Wie ist das? Nein, ich erzähle euch nicht von meinem Wochenende, weil mein Wochenende war sehr unspektakulär war. Und ich wollte euch jetzt nicht abziehen. Also, jetzt Steffi erzählt nicht von ihrem Wochenende. Das Einzige, was ich erzählen kann, ist, ich war in Rare schwimmen. Es hat sehr gut getan. Das ist schon mal besser als ich, Mann. Ich bin viel zu wenig rar gewesen, fang bis jetzt an, ohne Scheiß. Ja, gell, ich wohne nebendran. Für mich ist, ich bin True. natürlich schnell in Rare. Ich gehe True, zweimal true. um und ruggele rein. Also von dem her, ja, das ist natürlich super. Nein, aber nein, ich muss auch zugeben, ich habe die ganze letzte Woche überhaupt nichts gespielt. Nicht eine Sekunde. Ich habe keine Zeit gehabt. Das Einzige, wofür ich mir ein bisschen Zeit habe genommen, weil das in meiner Meinung nach auch ein bisschen Ablenkung ist für die Situation, die ich im Moment habe, ist TikTok. Und ja, ich habe es mal wieder geschafft. Ich muss mal wieder auf die Schulter klopfen. So eine Bluff-Sieg, Mann. Das ist unglaublich. Ja, Ich wieder wusste, dass das kommt. Ich habe mal wieder ein virales TikTok gestartet. Ja. Aber ich sage dir, das ist im Fall recht überfordernd. Ja. Dann kommen vor allem auch alle Hater um den Ecken. Das ist schon immer sehr gut. Ja. Also musst du doch nicht auf Hater auf TikTok eingehen, sorry. Nein, aber hey, logisch nicht. ein Hater auf TikTok, das ist noch weniger wert als irgendeine Kakerlake. Nein, aber hey, ich habe schon 630'000 Views. Das ist ja, quite overwhelming. Aber du Hast mal du auch schauen. verdient, hä? Du Social Media Queen, okay? Danke. Du Queen. Danke. Ja, das bin ich. Wieder da. Nein. Nein, sonst war mein Wochenende tatsächlich nicht spektakulär gewesen. Ich hoffe aber, ihr habt es ein bisschen besser genossen. Ich hoffe, ihr habt irgendein Game gespielt oder seid ein bisschen draussen gewesen. Am Samstag war ja nicht so schön Wetter gewesen. Am Samstag hat es, also zumindest bei uns in Bern, hat es recht geschifft, am Vormittag. Von dem her hat man nicht wahnsinnig viel machen. Stimmt. Ja, es war grusig am Samstag. Am Sonntag war es herrlich gewesen. Die Crazy Cat Lady hat natürlich noch gefunden, ich müsse unbedingt Stray spielen. Ich habe Stray tatsächlich schon installiert, aber eben, ich bin noch nicht dazu gekommen zum Streamen. Ich werde das dann wahrscheinlich am Donnerstag in meinem privaten Stream mal anschauen. Geht ja, glaube ich, um etwa so 4,5 Stunden. Das heisst, bei mir wird es etwa 6 Stunden dauern, bis ich durch bin. Mit dem ganzen Quatschen dazu. Aber ja, ich habe es definitiv schon gekauft und ich freue mich wahnsinnig auf das Game. Mal schauen, wie Bonnie reagiert. Sicher witzig. Ja, die Bonnie, für die es nicht wissen, das ist meine Katze. Ihre Katzen fahren echt auf das Spiel ab. Und das habe ich eben wirklich schon jetzt von vielen Leuten gehört. Gell, irgendwie nicht gut. Dass mega viele Leute also mega viele Katzen das so cool finden, um zu schauen. Also bevor du fragst, ich habe nicht eine Katze, die Clyde heisst. Nur weil Steffi ihre Katze Bonnie heisst. Also. Hey, Bonnie und Clyde ist nicht gut gekommen. Wenn ich eine zweite Katze hätte, als Männchen wäre, würde sie nicht Clyde nennen, weil das hat kein gutes Ende gehabt. Genau. Ich Genau. würde sie Ferdinand nennen. Nein, Scherz. Ich sehe noch, Masi hat mich dazu aufgefordert, in die Aare zu gehen. Merci, Masi. Ja, los, gang. Überlegen wir es dann vielleicht noch. Julia hat gesagt, sie war noch nie in der Aare dieses Jahr, aber sehr gut, dafür in Emmen. Emmen ist auch mega cool. Wenn ich die Flutwarnung kommt, Flutwellenartig. Okay, ja, wenn es vor allem viel Schiffe ist es wirklich crazy, was da an Wasser oben runterkommt. Ja. Und er sagt, der Max hat noch gefunden, hey, das ist eine Beleidigung für Kakeralken.
Kakerlaken meint er wahrscheinlich. Ich Hä? weiss, Habe ich was etwas das nicht noch- mitbekommen? Was ist eine Beleidigung für Kakerlaken? Ich habe gesagt, Twitch hate, TikTok hate. Ah, stimmt. Oh mein Gott. Oh, sorry, schon wieder vergessen. Das hat er so fest bleibt bei der Steffi in Erinnerung. Alles, was ich sage, hat sie nach 30 Sekunden vergessen, wie ein Goldfisch. Ja, Das im mein Glas Hirn ist im Moment wirklich wie ein wie Stein. das von einem Gold. Oh, Ja. Ein Stein. Oh, ein Schloss. Ein Stein. Oh, ein Schloss. Ja, mein Hirn ist im Moment wirklich extrem am Matsch. Also, du müsst mich ein bisschen entschuldigen heute. Ich habe aber die letzte Woche nicht wirklich viel geschlafen. Aber ja, das Thema lassen wir jetzt mal beiseite. Yes. Lassen wir das ja. beiseite. Genau, und der Fleur hat noch gefunden, es wäre krass, wenn meine Katze wird von der Polizei erschossen werden. Ja, also so wie wir auch im Wald so huntern, meine Adventure Cat und ich, müssen wir aber schon vor Jäger uns Jagd nehmen. Sehr gut. Ja gut, dann sind ja alle da. Unsere ganzen Kinder sind versammelt, für Merli Onkel Nico und Merli Tante Steffi zuzulassen. Bei diesen Merli Tante Steffi. Hey, weißt du, letzte Woche, als ich nicht da war, bin ich noch Gaming Queen genannt worden. Hinter meinem Rücken nennen sie mich Gaming Queen. Kaum bin ich wieder da, bin ich die Merli Tante. Das ist also schon super. Das ist so. Please du bist call jetzt so me langsam eine Alan. Tante. Danke vielmals für die Follow. Ja, ich bin schon lange Tante vom Alter her. Item. Auf jeden Fall. Ja, Alter. Fuck, kannst schon am 14 Tante sein, das weisst du, gell? Ja, natürlich. Wer kennt sie nicht? Eben, die 14-jährige Tanten Teenie und Tante, Onkels. das neue Format auf RTL 2, Teenie Teenie Tante. Tante. Oh mein Gott. Lieber nicht. Aber eben, um es einfach nochmal schnell in den Raum zu werfen, Leute. Wir haben ja heute ein Giveaway für euch am Start. Es ist verrückt. Und so, ich sage es nochmal, dass ich nochmal meine Bizeps und Trizeps ja genau, dass ich meine Bizeps, Trizeps und so noch ein bisschen trainiert habe hier. Hey, sag's bitte noch 100 Mal, Steffi. Wir haben hier zweimal 24 Red Bull Summer Edition. Und zweimal... Das ist okay. Es ist schon Musik. Ich gebe ihm einen Workout-Livestream. Und wir haben zweimal da die Game Changer Brillen, auch von Red Bull, zum Gamen. Genau. Also die sind explizit für einen PC entwickelt worden. Aber explizit für hat echt Blaufilter drin. So, sie sind aber super für die Augen. Ich habe Blaufilter in meinen Augen, nicht ganz so stark wie deine. Die ihr gewinnen. Aber, Okay. aber ich muss wirklich sagen, es macht einen mega Unterschied, mit Blaufilter vor dem PC zu hocken. Ja, ich glaube, so eine. eben, gell? Und auch die E-Sportler und so, die benutzen, die sagen auch immer, wie toll sie die finden. Es ist halt wirklich gut für die Augen. Es trocknet die Augen weniger aus, es strengt sie weniger an. Gerade wenn du natürlich beim E-Sports oder beim Gamen grundsätzlich musst konzentrieren und dann fährst du halt automatisch ein bisschen weniger an verblinzeln. Und von dem her, ja, ist so eine Brille natürlich echt gut. Und ja, die gibt es heute zu gewinnen. Das heisst, wir haben heute 2 Gewinner tatsächlich, die die Chance haben, die zu bekommen. Und ich würde sagen, ich starte einfach mal das Giveaway. Der hat 1 Stunde 10 Zeit. Das kostet 33 Points. Was ist, Nico? Müssen Sie Ausrufzeichen Giveaway rein tun? Nein. Okay. Man muss Ausrufezeichen Win in den Chat schreiben, aber ich starte es jetzt einfach mal so. Also, genau, also das Giveaway hat jetzt gestartet. Ihr könnt jetzt, also ab jetzt, Ausrufezeichen Win in den Chat hineinschreiben. Es kostet aber euch 33 Punkte. Wenn ihr noch nicht 33 Punkte habt, könnt ihr nicht mitmachen. Ihr seht, dass wenn ihr ein Dings bekommt, wenn es auf eure Command, also auf euer Ausrufezeichen Win, ein Dings gibt, eine Antwort gibt, dann nehmt ihr teil. Wenn ihr keine Antwort bekommt, nein, Nico, du darfst nicht mitmachen. Es gibt einen auf den Arsch mit dem Lineal, hätte ich fast gesagt. Hey, hallo. Aber jetzt du zum Beispiel Basilisk, so leid es mir tut, du hast einfach Teilnahmebedingungen in dem Sinn nicht erfüllt. Das heisst aber entweder du folgst uns nicht oder du hast noch nicht 33 Punkte. Punkte bekommt man, indem man followt, Punkte bekommt man, indem man Watchtime hat und so weiter.
Also musst du echt zuschauen, oder? Wenn sie jetzt heute Genau. zuschauen. Ich weiss nicht, dann ob es können sie jetzt- reicht, wenn sie jetzt eine Stunde zuschauen. Weil eine Stunde ist natürlich nicht so lang. Sonst haben wir auch ein Giveaway, so fast 2,5 Stunden kannst du zuschauen. Jetzt beim Podcast haben wir nur etwa eine Stunde. Aber ja, Ich finde Good aber luck, Basilisk seine Punktzahl sehr sympathisch. Du solltest eigentlich gewinnen mit dieser Punktzahl Basilisk. 5. Oder was? Nein, weißt du, was ist 420. Oh, holy shit. Alles gut. Beides. Ja, I don't know. Also, gib mal Ausrufezeichen Points ein. Kann man Punkte verschenken? Cat Lady schon Punkte verschenken. Gebt mal Ausrufezeichen Points ein, weil es gibt 2 verschiedene Punktesysteme. Ihr müsst aufpassen. Es sind nicht Kanalpunkte, Leute. Es sind Points. Es ist nicht das Masi Gleiche. hat genug. Schön. Genau, eben, Leute, nochmal schnell. Kanalpunkte ist nicht das Gleiche wie Points. Points, die ihr braucht, um einen Wettbewerb mitmachen, sind nicht Kanalpunkte. Genau. Yes. Ob es aber Punkte gibt, das wüsste ich im Fall nicht einmal. Könnte sein. Aber überlegt es gut. Also Sub ist schon ein Entscheid. Hey, hallo. Masi, hast du schon einen Blaufilter? Follow, Ja, den kannst ja. du mir schenken. Ein Sub gibt 10 Punkte. Ein Host gibt 5 Punkte. Ein Raid gibt 5 Punkte. Ein Follow gibt 5 Punkte. Pro Minute gibt es auch nochmal 5 Punkte. Also von dem her, wenn ihr aktiv chattet, gibt es auch nochmal Punkte. Also ihr habt wirklich die Möglichkeit, viele Punkte zu holen. Von dem her, ja. Also, es kann sogar sein, aber wenn ihr schon 2-3 Punkte habt, dass ihr bis Ende von diesem Gewinnspiel eure 33 Punkte zusammen habt. Es geht noch eine Stunde und 6 Minuten. Also, euch nicht vergessen, gegen Schluss, ihr müsst, also, wenn ihr Punkte zusammen habt, dass ihr noch mitmachen beim Gewinnspiel. Ich werde es euch nicht sagen, weil wir dann mitten im Podcast noch werden sein, vermutlich. Von dem her, yes. Die Auflösung gibt es halt einfach nach dem, nach dem Podcast. Maxi, merci vielmals für dein Sub. Geile Sache. Hey, Maxi, geht's noch? Hallo, what the Danke hell? vielmals. Danke vielmals. Ja, Übrigens, merci. genau an dieser Stelle noch schnell zum Sagen, das Geld, das reinkommt, sei es durch Werbung, durch Subs, durch eure Cheers, whatever, alles, was wir hier mit Twitch einnehmen, werden wir an einen guten Zweck spenden. Also das geht alles, 100% von dem geht, also klar natürlich abzüglich von dem, was an Twitch geht, aber alles, was theoretisch an prag.ch wird ausgeschüttet werden, werden wir an einen guten Zweck spenden. Also wir behalten das Geld nicht für uns, wir donaten das weiter. Genau. 15 Punkte, Maxi. Wenn du aktiv chattest und zuschaust, bekommst du es sicher noch an. Und sonst tust du mal noch hosten und mal noch raiden und dann hast du es vielleicht auch. Dann hast du schon wieder 10. Oh, das Giveaway ist noch falsch drin. Ja, Entschuldigung. Moment, ich muss das Giveaway noch schnell ändern. Du das noch ändern, ja. Ja. Ich tu noch schnell reposten, dein Insta-Zeug. Ja, macht er das. Also, 24 mal Red Bull Summer Edition plus Game Changer Brille. Ist übrigens so super bei Dates, die Game Changer brauchen, auch wirklich euer Date-Game wirklich verändern. Also wenn ihr die anlegt mit dem Date, auf einmal meint gegenüber, oh wow, Ja, voll. und mal besser. Wird jetzt sicher knapp mit 5 Punkten. Du eben, wie gesagt, followen, subscriben, hosten, raiden, dann ist es so. Das Busbu ist auch da. Ja, ist ja wahr. Das ist so am lustig gemacht. Aber zu wenig Punkte, mach doch das und das. Das ist so alles nicht möglich, aber hey, probier's. Der gute Zweck von dieser Woche ist Katzenfutter für Bonnie.
Das ist herzig, aber nein, tatsächlich tun wir es wirklich an eine Organisation spenden. Wir müssen uns aber noch intern nicht einigen. Eigentlich haben wir uns schon geeinigt, aber wir müssen mit dieser Organisation fragen. Also als Firma ist es ein bisschen anders, als wenn du privat machst und als Firma musst anfragen, ob die Organisation einverstanden ist. So schräg wie es tönt. Darum können wir es leider noch gerade nicht kommunizieren, aber wir sind dran am schauen, dass wir es mit einer Organisation herbekommen, die uns gefällt. Und merci für den Raid, Maxi. Danke vielmals. Das ist der Liebe. Hey, wirklich merci für den Raid. Maxi, wie viel hast du mitgebracht? Einen, sich selber. Einen, nein. Sich selber. Der Akara ist auch da. Nice. Maxi gibt alles. Ja, voll. Also, aber Leute, genau, Thema heute ist ja eigentlich der Podcast und nicht nur das Giveaway. Darum wollen wir natürlich jetzt auch in den Podcast uns rein diven. Jetzt muss ich schnell versuchen. Ja, genau. Nur noch schnell zu eurer Info. Das Giveaway dauert jetzt noch 1 Stunde, 2 Minuten. Dann ist es vorbei. Stellt euch von mir aus einen Wecker, dass ihr, falls ihr jetzt noch nicht genug Punkte habt und noch nicht mitmachen könnt, dass ihr spätestens vor Ende nochmal schauen könnt, ob ihr jetzt genug Punkte habt und könnt mitmachen. Weil wir werden es euch nicht sagen können, wo wir eben dann mit in der Aufnahme stecken. Genau, das hast du gemacht. Perfekt, Alan. Sehr, sehr gut. Ja, thanks, nice. Genau, hey, das Buswo, yes, wir haben da Summer Edition 24. Also das 24er Pack Summer Edition, also Red Bull Summer Edition. Und hier so eine Game Changer Brille. Und wir haben beides 2 Mal. Also das heisst, Ende des Tages haben wir 2 Gewinner. Das ist doch schön, oder? Das ist doch schön. Also, wunderbar. Super. Dann würde ich aber sagen, Leute, wir verabschieden uns mal, in Anführungszeichen, im Podcast. Tschüss zusammen. Genau. Ihr dürft natürlich untereinander kommunizieren, um ein bisschen aktiv im Chat zu sein, um ein bisschen Punkte zu sammeln, falls ihr jetzt noch zu wenig habt. Ihr dürft auch uns gerne Fragen stellen, ihr dürft auch gerne kommentieren, euch einen Senf dazu geben. Wir gehen einfach dann nach der Podcast-Aufnahme gehen wir dann gerne darauf ein, auf das, was ihr geschrieben habt. Genau. Aber würde ich sagen, Genau. Musik habe ich abgestellt. Perfekt. Machst du Intro? Läuft. Kann ich machen. Ich glaube, es wäre mal wieder nachher. Die Ja, letzten 2 waren von mir. Ja. Stimmt, es bist du gewesen, wo ich einmal gefällt habe. Also. Die Gaming Queen Steffi ist wieder da. Hallo zusammen. Ich sage das nur, weil der Nico in meiner Abwesenheit mich so genannt hat. Aber kaum bin ich da, nennt er mich Merli-Tante. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Bin ich auch gern. Merli-Tante, Gaming Queen, News-Moderatorin, ist mir alles Wurst. Ich freue mich auch wieder da zu sein. Letztes Mal habe ich aus diversen Gründen leider nicht mitmachen. Aber ja, no one cares. Jetzt bin ich wieder da. Das ist alles, was zählt. Das bin ich, die Steffi, die Gaming Queen natürlich. Und der Nico ist auch da. Hoi Nico. Yes, da ist er wieder. Euer Prinz der Spiele. Wo vergessen hat, seinen Ventilator abzustellen. Schon also, wieder? machen wir so noch schnell. Immer das Gleiche Voilà. mit dem Nico. Ja, und damit herzlich willkommen zu Buff Crit Loot, im Gaming-Podcast von brack.ch. Zusammen mit mir, der Steffi und dem Nico. Und wir haben Episode Nummer 24 heute. Und genau, wir haben diverse Themen. Ich werde euch am Anfang ein bisschen von der TwitchCon erzählen, wo ich nämlich gesehen habe. Wir werden ins Multiverses eintauchen. Wir werden unseren Power Wash Simulator mal ein bisschen anschauen. Außerdem gibt es einen neuen Charakter anscheinend bei Apex Legends. Da wird euch der Nico dann mehr davon erzählen. Es gibt eine schöne News zu Breath of the Wild. Nicht das Sequel, sondern Breath of the Wild, das Grundspiel. Das sind unsere Buff-Themen. Natürlich haben wir auch ein bisschen Crit für euch. Mal wieder mit EA. Das ist schon ein Weile her, als die das letzte Mal vertreten waren. Und ja, noch ein Thema, das ich würde sagen, ist unser Fail der Woche.
Vielleicht ist auch ein Fail der Woche. Ich glaube, wir haben viele Fails. Also wir haben 2 Crit-Themen und beide sind eigentlich Fails, wenn ihr mich fragt. Und ja, es sind 108 PUBG-Spieler während einer LAN festgenommen worden. Ja, was es... Wer spielt schon PUBG? Genau. Klar. Also, Würde ich auch festnehmen. was es damit auf sich hat, das gehört ihr dann gegen Schluss vom Podcast. Kurz bevor wir in unseren Loot eintauchen. Genau, ich war TwitchCon gewesen. Ich muss sagen, also TwitchCon an sich mega cool gewesen. Ich war in Amsterdam gewesen, mega nice. Unsere Flüge sind gegangen. Riesen Chaos in Schiphol, also am Flughafen mehr. Also Gepäck ist, das kannst du vergessen. Also es ist Horror. So etwas habe ich noch nie gesehen. So viel Gepäck an einem Ort habe ich wirklich, also nein, das kann man sich nicht im Traum vorstellen. Ich habe ein Video, also mehrere Videos davon gemacht. Das ist, und was man auf diesen Videos gesehen hat, ist sogar nur ein Bruchteil vom Gepäck, das dort rumliegt. Du bist ja letztens auch in Amsterdam gewesen. Ist bei dir auch schon so schlimm gewesen? Ja, ich war der und dann ja noch länger geblieben. Ja, wo unfreiwillig. genau, die Flug ist gecancelt worden. Unser Flug ist zum Genau. Glück nicht gecancelt worden. Wir sind 4 Stunden vorher schon am Flughafen gesehen. Ja, wo wir auf Nummer sicher haben wollen gehen, dass wir auch tatsächlich unseren Flug bekommen. Gott sei Dank haben wir aber tatsächlich nur etwa 45 Minuten müssen anstehen. Von dem her ist es noch gegangen. Wir haben dann sehr viel Zeit gehabt zum Essen, zum Zeug bequatschen, zum Bierli trinken und so weiter. Aber es war super gewesen. Und das Highlight natürlich, meine Kollegin die Claire, die DJ ist, hat an TwitchCon dürfen auflegen. Das war mega cool gewesen. Wir haben auch ein Panel gehabt, das 3. hoch, wo wir ein bisschen über Dedication, Nische, jetzt muss ich überlegen, wie es geheißen. Ich habe voll vergessen, wie es geheißen. Irgendwas mit Dedication und Nische. Und es ist so ein bisschen darum gegangen, wie es... Love, Dedication und Nische, genau so ist es gegangen. Es ist so ein bisschen, ein bisschen um das Thema gegangen, wie wir 3 Streamerinnen, die eigentlich aus einer komplett verschiedenen Welt kommen, uns unterstützen und supporten und pushen gegenseitig, obwohl wir halt wirklich 3 verschiedene Sachen streamen. Also eben, wir haben DJ, wir haben eine, die B2B macht und mehr, die Gaming und Just Chatting macht, beziehungsweise Indie-Games. Und es ist halt schon... Ja, das ist Spaß, sagen wir so. Es ist geil, es hat Spaß gemacht. Ich würde sagen, als Community-Mitglied ist vielleicht nicht, also ich kann es nicht beurteilen, wo ich auch nicht so, ich bin nicht so ein Celebrity-Hunter, weißt du, was ich meine? Ich bin nicht die, die so den grossen Streamer nachsäckelt und irgendwie Autogramm will oder ein Foto oder so mit denen. Aber grundsätzlich hat es mir so wahnsinnig viel von denen hat man nicht gesehen. Es hat ein paar Meet and Greets gegeben, wo du so Autogrammstunden anstehen konntest. Viele sind ja gar nicht gekommen. Und die gekommen sind, waren entweder eingeladen von Twitch selber, halt eben für so für so Autogrammstunden. Oder halt viele Partner haben sich einfach in ihrer Partner-Lounge verschlafen. Und ja, die hat man fast nicht gesehen, leider. Die sind dann so ein bisschen unter sich geblieben. Aber ich habe viel Merch mitgenommen. Ich habe für 160 Stutz Merch gekauft. Pullis, T-Shirts, Socken, Pins, also ein bisschen alles. Und ja, also grundsätzlich muss ich sagen, es war cool gewesen. Es hat auch ein paar informative Anlässe gehabt, aber so Panels und so, die hast du besuchen. Und ja, verschiedene Stände, es hat ein bisschen Messenhallen gehabt, kleine. Es ist cool gewesen. Jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, so, das geilste Wochenende von meinem Leben. Aber es war schön gewesen. Aber also ich würde wieder gehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass das auf meiner Bucketlist das oberste oben würde stehen. Yes. Okay. Ich habe natürlich auch ein bisschen etwas mitbekommen von dieser TwitchCon, weil ich bin ja auch ab und zu auf YouTube unterwegs, schaue auch ein bisschen die deutschen Streamer, ab und zu der Kleine beim Montana Black, beim Knossi, beim Unge, einfach so ein bisschen zum, ein bisschen up to date sein. Und ich habe das natürlich jetzt so ein bisschen mitbekommen. Für mich hat es immer, wenn ich Filme von innen, also Streams von innen habe gesehen, hat es für mich mega leer gewirkt. Also wie mega viel Platz und doch recht wenig Leute so. Vielleicht hat es auch nur so gewirkt, ich weiß es nicht, Steffi. Ich habe einfach wirklich das Gefühl gehabt, es sind irgendwie weniger gekommen, als sie erwartet haben. Also da muss man natürlich sagen, das
Gelände bzw. die Messehallen, also es war riesig gewesen. Also sehr ausläufig, also wie sagt man, auslaufend gewesen, wirklich enorm. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es die Leute halt ein bisschen verteilt hat. Aber ich weiss, was du meinst. Es hat wirklich ein bisschen so ausgesehen, als wäre es leer. Es war halt auch nicht so ein mega Gemost gewesen, was eigentlich ganz schön ist. Klar, also beim Merch hat man in gleichen Fall 10 Minuten anstehen, bis du überhaupt rein bist gekommen. Zum Zahlen hast du auch noch mal etwa 20 Minuten müssen anstehen, wo der Andrang so gross war, am Samstag, am ersten Tag. Es hat schon viele Leute gehabt, aber das Gelände war riesig. Darum, ich glaube wirklich, es hat sich so ein bisschen verlaufen. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie ein bisschen mit mehr gerechnet haben. Aber ja, man muss natürlich auch sehen, es ist halt gleich auch noch ein bisschen Corona geprägt, sage ich jetzt einmal. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass halt gleich auch ganz viele Twitch-Streamer so der Meinung waren, aber ja, ich war schon mal gewesen. Es ist mehr ein Verkaufsevent als sonst etwas oder ein Business-Event als wirklich ein Community-Treffen. Und das muss ich schon sagen, das war es eher gewesen. Also man hat zwar schon ein paar Leute gesehen, die man so ein bisschen kennt hat, aber also ich habe jetzt von diversen gewusst im Voraus, dass sie dort werden sein. Aber ich habe sie nie gesehen. Also die Leute hast du nicht gefunden. Es hat natürlich es hat natürlich auch sehr viele Workshops gegeben. Oder? Und, also nicht Workshops, aber Panels. Und die waren zum Teil auch voll gewesen und mehrere gleichzeitig. Und man hat wahnsinnig viel wirklich machen. Und es hat sich, glaube ich, über 3 Etagen gestreckt oder so. Also es ist wirklich, eben, es hat, und Aussenbereiche hat es gehabt und nee, also es hat viele Leute gehabt. Das schon. Ja, aber es ist, aber es ist wirklich gross gewesen. Also eben, es ist, das, was ich gesehen habe, hat auf jeden Fall interessant ausgesehen. Es hat ausgesehen, als hätte sie sich mega Mühe gegeben, das so umzusetzen. Eben, was ich irgendwie mitbekommen habe, ist, dass der Filmer, also der Kameramann vom Knossi irgendwie rausgeschossen ist worden und Twitch gewandt Verbot hat bekommen und jetzt auch noch einen Strike, weil er vor laufender Kamera, also er hat selber gestreamt und er hat Landwirtschaftssimulator das Spiel, also ihr Verpackung, einfach in seine Tasche gesteckt und ist damit weggelaufen. Mehr so als Joke. Aber die Leute dort haben es nicht so lustig gefunden und es als Diebstahl gewertet. Und jetzt hat er einen Bann und darf nicht mehr streamen für, glaube ich, 30 Tage und hat dann nicht mehr an Twitch kommen. So lange? Das heisst, 30 ja, Tage? Ich glaube es, ja. Oh, also es ist mega lustig. Ja, aber es gibt immer wieder so Fälle, dass Leute, also Streamer, wirklich rausgekickt werden und dann auch einen Bann bekommen auf Twitch. Oder wenn du zum Beispiel einen Bann auf Twitch hast, dann hast du auch nicht dürfen an TwitchCon gehen. Also ja, aber ja, das macht auch immer durch noch so ein bisschen Sinn. Ja, ja. Also du hast ja noch nie einen Bann gehabt, Steffi, oder? Nein. Aber ja, Nein, also ich muss ehrlich sagen, da musst du recht dumm tun, dass du einen Bann bekommst. Also jeder mit ein bisschen menschlichem, also mit ein bisschen Menschenverstand, da kommt kein Bann über, einfach so. Ja. Also du kannst ja kannst schon, also ich meine, im Sinn von, wenn jetzt du ein Hot Tub würdest aufstellen und je nachdem ein bisschen provokativ würdest anlegen und doch andere Körperteile in die Kamera zeigen als dein Gesicht, wäre auch der Bann, der vielleicht schon mal, der Strike, der schon mal schnell da, weil Twitch schaut jetzt dort recht drauf. Aber, ja, neuerdings, genau. Aber du musst halt einfach in der richtigen Kategorie sein, das ist wichtig. Du kannst gebannt werden, wenn du in der falschen Kategorie bist, aber Bikini und Hot Tub ist eben eigentlich erlaubt. Also, was nicht erlaubt ist, ist Bikini vor dem PC tatsächlich. Oder Badhose vor dem PC. Aber es muss einfach in der richtigen Umgebung sein, sagen wir es so. Ja. Aber wir sind ja hier nicht im Twitch-Ratgeber-Podcast, sondern, also beziehungsweise nicht im Podcast, wie man richtig Hot Tub streamt oder sich freizügig zeigt auf Twitch. Nein. Scheiße, Steffi, nein. Herzlich willkommen zu Buff Crit Loot, einem Podcast, wo wir euch beibringen, wie ihr freizügig könnt sein auf Twitch, ohne einen Bann zu kassieren. Ja, nein, Buff Crit Loot, weißt du, Buff. Puff, B-A-T-H. So wie... Ja, Puff. Oh meine Puff, Laila. Nein, bitte auf. Okay, wir müssen zurückkommen, das geht nicht. Also, Gaming News. Genau.
Es ist über das Wochenende eine Beta gelaufen. Ich weiß nicht, ist es immer noch offen? Ich weiß es gar nicht. Hm. Ist schon wieder zu, gell? Ist nur über das Nein, Wochenende nein, nein, gewesen? ist Ist immer sie noch noch offen. offen? Nein, Okay. nein. Ist immer noch Ja, offen, ja, also ist ihr noch habt offen. immer noch die Mhm. Möglichkeit, euch dort die Beta-Version zu holen. Mal wieder, logisch, via Twitch-Drops. Ihr müsst um eine Stunde schauen, dann habt ihr den Beta-Zugang. Das ist mega easy. Und da geht es um Multiversus. Genau, Multiversus. Und hier übernehme ich gerade. Und zwar ist es so, dass lustigerweise die Steffi mir geschrieben hat, ich glaube am Freitag war es, gell, Steffi, haben wir kurz darüber geschrieben. Und dann hast du gesagt, hey, schau mal, das ist noch interessant. Ich Genau. habe das Spiel auch so ein bisschen auf dem Schirm gehabt. Und sie hat eben dann gefunden, hey, schau, Beta und so. Und ich so, hey, komm, Ja, und vor allem, kann ich du doch... spielst ja mega gerne so Fighter-Games. Genau, so Da habe ich wirklich gedacht, Brawler-Games, so, ja. perfekt für einen Nico. Muss man das gleich weiterleiten. Genau. Und auf jeden Fall habe ich nachher... ja, habe ich gesagt, also gut, komm, wenn man nur eine Stunde muss zuschauen muss, dann kann ich da mal jemanden suchen und warte auf meinen Drop. Das habe ich nachher gemacht, eigentlich neben dem Arbeiten so schnell den Stream noch geschaut. Ist übrigens auch Arbeiten, weil ich brauche es ja jetzt so hier, oder? Auf jeden Fall hat der Dude, der ist ein super chilliger Dude gewesen, der das hat gestreamt. Und der hat mit mir interagiert. Also ich habe kurz in den Chat geschrieben und gesagt, hey, merci den Stream und so, merci für Drops. Und er so, hey, schreibt doch schnell in den Chat, was so eure Twitch-Kanäle sind. Ich würde euch dann folgen, weil mich interessiert es mega, was ihr so macht und so. Ja. Und ich habe dann tatsächlich unseren Brack CH Stream reingetan und der ist uns wirklich auch gefolgt. Oh, Ähm, gut. also wir haben jetzt so ein Abo von dem Dude, der nur Deutsch redet und auch genau nichts versteht, was wir hier besprechen, aber er ist ein mega cooler Dude gewesen, hat mich wirklich sehr authentisch gedacht. Ja, um was geht's? Es ist eigentlich ganz einfach. Ihr alle kennt Super Smash Bros. Ihr wisst alle, wie man das Spiel spielt. Das ist ein Brawler, 4 gegen 4. Man gibt einander auf den Ring in einer Arena, bis einer rausgeht. 4 gegen Oder 4? Nicht 2 gegen 2? bis, nein, bis einer raus... Also 4 gegen 4, ich erzähle es echt. Entschuldigung, 2 gegen 2 Ich wollte natürlich. sagen. Nico hat noch ein bisschen Restalkohol gesagt, doppelt. Nein, genau, 2 gegen 2. Natürlich. Und es ist ja so, dass es Charaktere sind aus dem Warner Bros. Universum. Das heisst, Und im wir reden hier... DC-Universum. Beides. Und im DC-Universum, genau. Aber ich glaube, das gehört eben Warner Bros. DC. Gehört Ja, aber ich glaube, Warner, es muss also man ist- nochmal explizit erwähnen, weil ich glaube, es wissen Okay. nicht alle. Und es ist schon sehr präsent. Okay, es ist genau, es ist sehr präsent. Aber wir reden hier von Batman, Superman, Harley Quinn. Dann kommen dann noch mehr dazu. Wir reden von den Dudes aus Adventure Time. Vielleicht kennt ihr Adventure Time, sehr, sehr lustige Serie. Da ist der Hung dabei und der in der Hauptrolle, Der der Dude Finn. halt. Ja, genau, der Finn. Der Finn. Also eine tolle Ähm, Serie. Also geliebt. nachher, haben wir, nachher haben wir Leute aus dem Looney Tunes Universum. Also wir haben den Bugs Bunny, wir haben den Tasmanian Devil, wo ich dann gleich etwas dazu sagen. Dann haben wir sogar Leute aus dem Game of Thrones Universum. Die Arya Stark ist dabei. Also man kann die Arya Stark spielen. Wenn irgendjemand ein grosser Fan ist von Game of Thrones, das ist es. Dann ist noch der riesige Roboter dabei von diesem Film, ich weiß nicht mehr, wie er heisst. Paul oder so, keine Ahnung. Oh, Auf jeden Fall. fragst mich Sachen. Der Shaggy ist dabei von Game of Thrones, habe ich jetzt Fast. gesagt. Der Shaggy ist dabei von Scooby-Doo. Den kennen wir ja auch. Ich glaube, der Scooby kommt dann auch noch. Aber es ist wirklich, es ist mega lustig. Eben, und Batman, Charaktere sind- Superman, Wonder Genau, ja, Woman, ja. die ganzen Ja, DC-Charaktere, Harley Genau. Quinn. Ja, nee, es ist super. Genau. Es sieht echt fantastisch aus. Der Grafikstil finde ich vor allem geil. Ja, voll. Und ja, ich muss so lachen, sorry, Steff. So. Ja, es ist, ich weiss, wir nehmen hier einen Podcast auf, aber ich darf nicht zu fest auf den Chat schauen, ich muss wirklich lachen, die schreiben das so sech. Also, auf jeden Fall, habe ich wollte sagen, es ist wirklich ein sehr, sehr lustiges Game. Ich hatte zuerst natürlich eine Anforderung gehabt, dran, wo ich weiss ja, wie die Brawler funktionieren. Ich habe ja Smash Brothers gespielt, ich habe andere Brawler gespielt und ich habe mir es runtergeladen, ich habe Beta gehabt, habe direkt den Controller angeschlossen und habe gerade eine Runde angefangen zu zocken. Noch gerade am Freitagabend, wo ich dachte, ja, den Rest habe ich nicht Zeit vom Wochenende, darum fange ich jetzt gerade an. Und dann habe ich zuerst gespielt mit dem Tasmanian Devil und dann bin ich schon mal
bin ich schon mal ins richtiges Hoch gekommen, weil Das war er ist so unbesiegbar. überrissen. Er ist so überrissen. Ich habe wirklich eine Winrate gehabt von 100%. Ich habe einfach Holy jeden shit. gefetzt. Weil du kannst mit ihm so einen Tornado machen. Die Tornado halt. Und wenn da die Gegner reinkommen, werden sie echt die ganze Zeit gefetzt. Sie werden einfach so wie Kombos, sie bekommen so Kombos ins Gesicht. Und dann werden sie so eingesogen und weg geschossen vom Tornado. Und dann kannst du Hände schlecht countern. Und du kannst ihn einfach spammen. Und hat auf mich mega unfair gewirkt, aber Ja, schon ein bisschen OP. ich habe mal alles Du, gewonnen. vielleicht wird er ja Genau. dann noch genervt. Er wird auf jeden Fall genervt, genau. Dann habe ich angefangen, dann habe ich genug Points gehabt, um einen neuen Charakter freischalten. Dann habe ich den Bugs Bunny gespielt. Und der Bugs Bunny fängt Huren zum Spielen. Er ist so lustig. Du kannst so Raketen aus dem Boden zaubern und dann in irgendeine Richtung schicken und er kann auf der Rakete reiten. So gut. Du kannst in den Boden abtauchen, wie so ein Hase, in eine Höhle und dann kannst du irgendwo wieder rauskommen. Du kannst so einen grossen Tresor vom Himmel fallen auf den Kopf von den anderen. Dann kannst du dann noch umschießen. Du kannst einen Kuchen vorzaubern, der dem Gegner ins Gesicht schießt und dann ist er mega langsam. Es ist mega lustig. Es hat sehr, sehr viele coole Ideen dahinter und ich finde es mega cool umgesetzt bis jetzt. Und es spielt sich auch easy. Also das Einzige, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, und das ist bei diesen Brawler immer ein bisschen das Problem, irgendwann hast du halt wie alle Kombos gesehen von allen Charakteren und er wird so ein bisschen meh, oder? Und dann spammst du einfach nur noch deine Attacken durch und ja, aber das ist normal. Ich habe das Gefühl, der Fun-Faktor ist auf jeden Fall da und ich war auch angefixt von diesem Game. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es mit Kollegen zusammen ultra Spaß macht. Mhm. Was ich jetzt wirklich noch nicht habe gesehen, ist ein Free-for-All-Modus. Ich habe bis jetzt nur Teams-Modi gesehen, und zwar einfach immer 2 gegen 2 oder dann ein 1 gegen 1 gibt es auch, das finde ich noch cool. Das ist so das, hey, G, du kannst gar nicht, komm 1 gegen 1 gegen mich. Hey, komm, 1v1. Das ist wirklich, auch der Dude, den ich gesehen streamen, jeder hat in seinen Chat geschrieben, hey, komm mal gegen mich, 1 gegen 1. Wie auf dem Pausenplatz. Nice. Aber ja, cooles Spiel, wirklich. Du hast noch gesagt, du hast mit Punkten einen anderen, also nicht den Bugs Bunny ja freigeschaltet. Wie viele Punkte musst du da sammeln und wie schnell geht das? Und musst du alle Charaktere freischalten oder wie viel hast du zu Beginn? Also es ist so, ich habe am Anfang 4 Charaktere, glaube ich. Jetzt muss ich schnell überlegen, ob es 4 waren. Ich glaube, du hast den Shaggy, du hast den Taz, du hast wer kannst du noch spielen? Die Wonder Woman hast du von Anfang an. Und noch jemand anderes, noch einen 4. Ich muss überlegen, wer das war. Ist ja gleich. Wir haben, glaube ich, 4. Okay. Ah ja, der Hund von Adventure Time schon. Der ist schon mega lustig. Der ist so cute. Der ist so lustig. Du kannst so zu einem Schiff werden. Ja, genau, du kannst so verformen, gell? So wie ein Auto so oder Schiff lustig. oder so. Ja, genau. Nein. Und auf jeden Fall fährst du mit diesen 4 an und du kannst nachher Geld sammeln, indem du so Quests abschließt. Aber ich glaube, dass es nach dem ersten Mal, wo du, glaube 3000 oder 2000 von diesen Punkten gesammelt hast durch die Quests, geht es dann mega lang, bis du wieder solche Punkte bekommst. Also okay. Das heisst, ich habe das Gefühl, dass es mit der Zeit dann nachher so wird, dass du echt Geld musst einsetzen, wenn du mega schnell neue Charaktere willst. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass du Charaktere kaufen zum späteren Verlauf. Das kannst du aber billig auf Legends auch. Ja, aber ich glaube, was vor allem wird sein, ist, das Game ist free to play. Eben, das Game ist gratis. Und du kannst dir natürlich die Gold Edition kaufen, also die Deluxe Edition, da hast du alle Charaktere von Anfang an. Und du bekommst die neuen dazu. Das habe ich noch nicht nachgeschaut. Habe ich wirklich noch nicht nachgeschaut. Also ich kann mir gut vorstellen, aber es hat jetzt so ein Grundroster mit ein paar Charakteren, die jetzt halt von Anfang an schon dabei sind. Und wahrscheinlich wird einmal im Monat oder so, oder am Anfang ein bisschen mehr und dann immer ein bisschen weniger,
Nach dies nach wird ein neuer Charakter vorgestellt, der dann ins Spiel integriert wird. Eigentlich genauso wie bei Super Smash Bros. Oder League of Legends. Da kommt ja auch Bot, wird ein neuer Charakter vorgestellt, den man dann spielen kann. Und ich meine, Genau. das Warner Bros. Bzw. DC Universum, die sind gigantisch. Also, was da Ja. alles an Charakteren kannst in das Game reinsetzen, das ist ja Wahnsinn. Hey. Ja. Also, Anscheinend wie fast gesagt, 100 Franken. Hä? Ja, wie gesagt, Crazy. darum sage ich, ausbauen kannst du das mega, mega stark. Du kannst dort noch so viele Charaktere integrieren und darum ist es eigentlich ein cooler Schachzug, das Game so rauszubringen. Plus eben, es gibt jetzt schon der neueste Drop, es gibt jetzt schon wieder einen neuen Charakter und zwar morgen kommt der NBA-Star Legend LeBron James rein. Also, Crazy, du musst dir mal Mann. vorstellen, einfach LeBron James. Aber Also, der hat doch das bei ist Dings mitgespielt, bei dem Bunny Bugs Movie. Wie heisst beim das? Bunny Bugs Movie. Nein, Space Jam. Space Jam, ja. Ja, aber beim Neuen. Im Früheren Genau. ist es der Jordan gewesen, Michi Jordan. Genau. Ja, genau. Ja, voll. Und morgen kommt eben LeBron James. Finde ich auch geil, finde ich mega geil. Also du kannst so reinschießen. Irgendwie, weißt du, keine Ahnung, dann bringen sie irgendwann das Sams oder so. Egal, weißt du, es ist so, Ja, wahrscheinlich. du kannst wirklich alles drin tun. Cool. Und darum finde ich es cool. Ja, also ich bin sehr gespannt. Vielleicht bringen wir es ja durch, dass wir das uns aus Späßen kaufen können. Also- Ich muss da mal ein Wörtchen mit meinen Vorgesetzten reden. Also was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass ich mir es hole für die PS, und zwar Deluxe Edition, einfach mit allen Charakteren. Weil ich habe mega gerne solche Games, wenn ich Jungs daheim habe oder Kolleginnen daheim habe, mit denen etwas möchte spielen an der PS. Voll. So Games sind perfekt. Das oder? stimmt, Die ja. machen hohen Spaß. True Story. Genau. True Story, aber hey, Bro! Was? ihr seht, ich bin ein bisschen, immer wenn ich hype bin, habe ich mega lange an meinem Thema. Und Ja. dann bin ich wie so eine Fliege auf eurer Scheibe, die ihr nicht wegbringt, auch wenn ihr sie 100-mal wäscht. Apropos waschen, Das ist ein guter, Steffi. das ist ein guter Vergleich und ein sehr guter Übergang. Das muss ich dir lassen. Du hast es endlich geschafft, Nico, einen schönen Übergang herzubekommen. Wow, was endlich geschafft. Willst du mich fronten? Hier bringe Ja, ich die immer. besten Übergänge. Immer. Okay. Nein, er hat absolut recht. Im nächsten Thema geht es ums Waschen. Aber wir waschen nicht den Nico, sondern wir waschen diverse Häuser, Gegenstände, Parkplätze und so weiter. Das Game, um das es geht, heisst Power Wash Simulator. Ist erst gerade rausgekommen, am 14. Juli. Oder schweizerisch Kercher-Simulator. Genau, der Kercher-Simulator, genau. Und dort geht es effektiv, eben, es geht ums Waschen. Also vielleicht kennt der eine oder andere von euch einen Hausflipper. Es ist ähnlich wie Hausflipper. Ihr könnt euch vorstellen, ihr habt einen Schlauch, so einen Hochdruckreiniger und mit dem Hochdruckreiniger müsst ihr einfach alles vom Dreck befreien. Stell dir vor, der hat einen Schlauch. Der hat einen Schlauch in der Hand und der grossen. Yes, so sieht es aus. Nico, du hast die Vorlage gebracht, du musst damit leben, dass ich da drauf eingehe. Ja, ist alles gut. Endlich mal hat er einen grossen Schlauch in der Hand. Ist doch wunderbar. Es ist so dumm. Das ist so blöd. Hey, wirklich, manchmal. Um zurückzukommen auf das Game. Geil. And so easy wäre in real life. Der Wash Simulator, du hast gesagt, der Power Wash Simulator, spielt im fiktiven Städtli Muckingham. Es ist eigentlich basically ein Shooter. Also mit WASD könnt ihr euch bewegen, für sie hinterher, seitwärts. Ihr könnt aber wirklich auch sprinten, euch ducken, ihr könnt nachher legen und springen. Und das ist teilweise noch wichtig, um an gewisse Sachen herzukommen. Dass ihr zum Beispiel die grösseren Gegenstände, sage ich jetzt einmal, oder Trucks oder so, auch von unten könnt abspritzen, damit es wirklich 100% sauber ist. Und
Es gibt auch eine Katze, by the way, ja. Und ja, ihr könnt auch Zeug in Dings malen, in Dreck malen, wo das ist nämlich auch ein Multiplayer, ob ihr das glaubt oder nicht. Die Wow. könnt das, die könnt bis zu 6 könnt ihr das spielen. Und ich kann mir vorstellen, dass es recht lustig ist, 6. hoch. Was ich euch auf jeden Fall kann sagen, aufgrund von zahlreichen, und ich meine zahlreichen Nutzerrezensionen, ist es extrem entspannend. Und es anscheinend ein richtiges Zen-Game. Zum mal eben einfach ein bisschen Zeug putzen, den Kopf abschalten und einfach ein bisschen nebenbei irgendwie, keine Ahnung, eine Serie schauen, einen Podcast hören. Das Game hat nämlich keinen Ingame-Sound. Ihr hört einfach nur das Rauschen vom Schluch, ein bisschen Vögel zwitschern, that's it. Und genau, aber entweder spielt ihr es allein, schaut ein bisschen Netflix nebenbei oder hört den Podcast oder ihr spielt es mit Kollegen. Es gibt auch einen Karrieremodus und die hat aber keinen Zeitdruck. Und das finde ich noch ganz chillig. Es ist ähnlich wie bei Hausflipper, ihr könnt Missionen abschließen, aber Zeug putzen, ihr könnt mit dem Geld machen. Mit dem Geld könnt ihr eure Ausrüstung aufwerten. Die ist sehr teuer anscheinend, aber es lohnt sich. Einfach, ja, müsst genug Quests erledigen und es sind wirklich so verschiedene Aufsätze. Je nachdem ist euer Strahl eher kräftig und dünn oder halt sehr breit und nicht so stark. Je nachdem, was ihr müsst putzen oder beziehungsweise abspritzen, müsst ihr euch natürlich dann entscheiden, welchen Aufsatz das ihr am schlausten nehmt. Es geht tatsächlich so weit, dass ihr auch mal auf dem Mond werdet sein. Ah nein, nicht auf dem Mond, auf dem Mars. Entschuldigung, auf dem Mars. Aber ja. Also, ich bin sehr ich würde gespannt. sagen, ja, Was? also Steffi, was bist du jetzt eher Fan von einem kräftigen, dünnen Strahl oder hast du mehr so der dick, aber dafür Es kommt hä? ganz auf die Situation drauf an, Nico. Es kommt ganz auf Okay. die Situation drauf an. Alright. Was schön ist, das Game kommt absolut ohne Mikrotransaktionen aus. Das ist doch mal schön. Keine einzige Mikrotransaktion. Keine einzige Keine Mikrotransaktion? einzige. Wow. Das wow. ist Sorry, heutzutage. ich bin noch Heutzutage ist das also nicht ohne und ist wirklich nennenswert, wenn ein Game auch keine Mikrotransaktion hat. Es kostet, by the way, etwa 25 Stutz auf Steam. Was vielleicht ein kleiner Negativpunkt ist, es hat absolut keine Physik. Also Wasserphysik, die stimmt nicht. Die könnt gleich. ja, die können eine halbe Stunde auf den gleichen Ort spritzen und es gibt keine Pfütze und nichts. Und das ist halt so ein bisschen, ja... Die auf Physik stehen, die finden das vielleicht weniger sexy, aber es ist einfach wirklich ein bisschen zum Abschalten, zum ein bisschen den Kopf lüften, das Game, genau. Und ich meine, fast 22'000 Leute können sich nicht irren, wenn sie sagen, das Spiel ist hure geil. Und es sind wirklich 97% der Nutzerrezensionen sind positiv. Und das ist auf Steam enorm gut. Also das ist wirklich krass. Ich verstehe das auch. Also meine Host ein paar Kollegen spritzen auf etwas in der Mitte, bis es super ist. Also weißt du, es macht Spass. Ja, wenn in echt Putzen auch so spassig wäre, gell? Aber das ist leider, ja. Ja, ich glaube eben mit einem Kercher ist es auch schon, also ich habe das auch schon gemacht, es ist mega Das ist lustig. befriedigend vor allem. Ja, also auch wenn du das in Real Life machst, ein Kercher, es sieht echt so geil aus, es Ja. macht echt alles super. Mhm. Also es ist wirklich so, als würdest du wie eine Folie abziehen. Oh, Und darum verstehe ich es. ja, voll. Und was Ist das natürlich so auch... Folie abziehen geil, oder was? Ja. Ja. Vielleicht noch schnell einen kleinen positiven Hint auf Seite Publisher. Der Publisher ist Square Enix und ich muss ihnen gönnen, dass sie mal wieder ein Game rausgebracht haben, das positiv ankommt bei den Spielern. Nicht so wie Babylons Fail, also Babylons Fall, Ja, wie es ja eigentlich geheißen genau. hat. Ja. Darum Ja. es freut mich auch für Square Enix, dass da wieder mal ein Game von ihnen gut ankommt. Sonst hätte ich dann gesagt, Square kann eh nichts. Genau, dort anscheinend eben schon. Beziehungsweise, also Okay. das Entwicklerstudio ist ja Future Lab, Publisher ist Square Enix, aber es ist schön, dass sie mal wieder etwas Gutes, Positives rausgebracht haben.
Für alle, die finden, so, hey, mega geil, das spielt dann super, spielen könnt ihr es auf dem PC oder auf der Xbox-Konsole. Und dementsprechend natürlich auch im Xbox Game Pass. Und ich Ja, werde das genau. übrigens am Freitag streamen, hier auf dem Channel von brack.ch. Up, up. Nice. Also schaut unbedingt zu, wenn Steffi Zeug vorspritzt, abspritzt Yes. und sauber macht. In dem ist sie nämlich gut. Auf jeden Fall. Entschuldigung, was ist jetzt wieder lustig? Ist überhaupt nicht lustig. Nein. Gut. Ja, also eben, Steffi spritzt fröhlich Spritztour am Freitag mit der Steffi. Frisch und spritzig gehen wir jetzt weiter. Und zwar in eine neue Ankündigung von einer neuen Legende im Apex Legends. Wie ihr halt alle hoffentlich wissen, die hier ab und zu zuhören. Spielst du wahnsinnig gerne Apex Legends? Genau. Und ich habe natürlich auch mitbekommen, dass ein Video auftaucht ist, wo man wie soll ich sagen, einen kleinen Ausschnitt gehört von einer Stimme, wo auf einem Raumschiff eine gewisse, wie soll ich sagen, Frequenz weiterleitet, wo quasi sagt, hey, wir haben einen Flüchtigen gefunden auf einem Planet und möchte der eigentlich den Auftrag übernehmen. Also es impliziert schon, okay, der neue Charakter muss auch ein Bounty Hunter sein. Sie wird aber dann von den Authorities quasi eingeschränkt. Die sagen ihr nachher, hey, im Fall, wir übernehmen das ist gefährlich für euch, für dich, macht das nicht. Man sieht sie nicht, man weiß nicht, wie sie aussieht. Also es hat ein paar Bilder-Leaks gegeben. Ob die hundertprozentig sicher sind, weiß man nicht. Man hat Stimmen gehört von ihr, man weiß, es ist ein Sie, es ist wieder eine Frau. Schon wieder, ich wollte sagen. Finde ich ein bisschen sexistisch, jetzt langsam aber sicher. Könnt ihr mal aufhören mit die ganze Frau zu bringen, Apex, weil ich mache da wohl wieder einen Mann. Oder eine androgyne Person oder ein Roboter. Ist schon etwas gewesen, was ich noch schnell wollte, ansprechen. Im Apex finde ich mega cool. Haben sie so eine Diversität von Geschlechtern und allgemein Charakteren. Also sie haben ja alles im Sinn von, es wird einfach jeder es gibt wie jedem menschlichen Wesen, egal welches Geschlecht und egal ob Disabilities oder nicht, oder von welcher Rasse oder was auch immer, wird im Apex Legends eigentlich integriert. Nice. Und auch ein bisschen zum zeigen, hey, die Diversity, wir leben das auch. Man muss auch sehen, ich habe jetzt gemerkt, der letzte Charakter, der rausgekommen ist, war schon ein Mann. Oh, wow. Aber ja, Hauptsache ranten und die Angriffe fühlen. aber, ja, Nico. Die haben wir am liebsten. Weißt du, was das für mich bedeutet? Dass er nicht genug gut ist, der Charakter. Weil ich habe ihn voll vergessen. Der Charakter ist wirklich nicht gut gewesen. Also so einen Schild-Dude rausgebracht, der fast niemand spielt. Du hast doch vorher gesagt, es widerspiegelt halt einfach auch die verschiedenen Leute. Also, ja, natürlich, auf jeden Fall. Darum, also Männer nicht gut. Also, nein. Nein, auf jeden Fall. Ja, natürlich nicht, sorry, das ist ein blöder Witz. Es kommt eine coole Frau. Hallo Steffi, bitte, gell? Sonst schicke ich dich aus Sexismus-Treppli, gell? Du weißt, was das ist. Auf jeden Fall freue mich sehr. Es klingt spannend nach einer Kopfgeldjägerin, nach einem Scharfschützen, nach jemandem, der wieder mega, wie soll ich sagen, offensive Spielweise erfordert. Der letzte Charakter war ja eher defensiv gewesen. Und es sieht cool aus. Wir freuen uns mega auf diesen Charakter. Ich und meine Jungs, ich und Steffi leider, also Steffi leider nicht, weil sie spielt nicht Apex Legends. Irgendwann vielleicht kann ich sie dazu überschnurren mit mir Apex Legends. Vielleicht, wenn ich sie zuerst abfüllen, mal probieren. Weiß noch nicht. Vielleicht. Ich kann lieber Stray spielen. Okay, ist gut. Auf jeden Fall, das wäre es schon. Ich kann gar nicht mehr dazu sagen, weil man weiß noch nicht mehr. Aber. Hast du trotzdem genug lang geredet? Das ist okay. Ich freue mich drauf. Ja, das ist meine Aufgabe hier, Steffi. Also ganz ehrlich. Aber du kannst gut sagen, wenn du den Urge hast, zum wieder übernehmen. Ich merke es. Ja, also, ja, übernehmen. Du quasi das Thema überatmen mit einem Breath of the Wild. Alter.
Genau. Breath of the Wild ist das Stichwort. Aber ja, nur eine ganz kurze News dazu. Und zwar geht es folgendermaßen darum, dass man jetzt anscheinend ein bisschen auf die Community gelost hat bei Nintendo. Es gibt jetzt nämlich einen Koop-Modus. Also, ob es den jetzt schon gibt, weiß ich nicht, aber es wird einmal einen geben. Aber leider nur im Splitscreen. Also man muss wirklich nebeneinander sitzen. Ich weiß auch noch nicht genau, wie das Ganze aussieht. Ich glaube, es hat effektiv einfach zweimal den Link mit 2 verschiedenen Uniformen. Es ist geil, es ist mega cool, dass man es überhaupt mal Koop kann spielen kann. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie oft ist man irgendwie in einen Weg gekommen oder so und einer ist im Breath of the Wild spielen. Und die anderen müssen dann so zuschauen. Und das schießt doch irgendwie an. Und Breath of the Wild ladet halt eben schon ein zum Miteinander durch Hyrule zu galoppieren oder Sachen zu sammeln oder ja, einfach die Welt zu erkunden. Weil es ist nämlich wirklich gross. Und ich finde es schön, dass es jetzt endlich einen Coop-Modus gibt. Ob Splitscreen oder nicht, ist ja gleich. Okay, also aber es gibt jetzt einen, okay. Ja, es ist einer angekündigt worden, yes. Okay, das ist cool, weil ich habe gedacht, also das, was du erzählt hast, so einer spielt und 2 schauen zu. Das war so es bis jetzt gewesen, ja. Obwohl, ich muss dort auch sagen, ich bin immer wieder überrascht, gell? Ich habe tatsächlich, Steffi, das musst du dir vorstellen, ich habe tatsächlich jetzt angefangen, mir überlegen, eine Watch-Party zu machen. Und zwar habe ich jetzt schon 2 Kollegen, also einen Kollegen und eine Kollegin, wo mir beide gesagt haben, sie würden mir ultra gerne beim Elden Ring spielen zuschauen. Nur zuschauen, sie wollen selber nicht spielen. Aber das streamst doch einfach gerade. Ja, aber wenn ich sie daher einladen kann und sie dann noch Freude haben, ein Bier mir zuzuschauen. Ja, why also, not? Es klingt mega komisch, aber ich meine, es gibt scheinbar so Leute, die das feiern. Und dann habe ich gesagt, hey, das organisieren wir mal, finde ich eigentlich mega cool, warum nicht? Aber natürlich ist mir dann auch in den Sinn gekommen, hey, streamen wäre in dem Fall wirklich etwas, was ich mehr machen könnte, weil Leute schauen mir scheinbar gerne beim Gamen zu. Voilà. Es ist halt Also, natürlich nicht ganz das Gleiche. Also natürlich eben vor Ort hocken und mit jemandem Game oder halt einfach zuzuschauen, ist natürlich schon etwas anderes als einfach online. Ja, und man sieht mich ja nicht ganz oder auf Twitch. Und das sehen, also der Unterschied ist dort schon. Man kann die auch nicht antatschen oder erschrecken oder so, ja. Das ist es. Ja, genau. Also, Steffi, du verstehst das vielleicht. Ja, du kennst mich ja ganz, oder? Also, ja. Dann ist das. Ich kenne die ganz, ja, das ist korrekt. Hey, gut, also, auf jeden Fall super. Hast du noch etwas zu sagen zu dem Code-Modus, Steffi? Nein, das wäre alles gewesen. Okay, ich bin gespannt, wie das auf Twitch ausgeschlachtet wird. Aber eigentlich würde ich mich eher langsam mal freuen über News zu Breath of the Wild 2. Das ist nämlich immer sagen wir es mal so, das ist mein omnipräsentes Crit-Thema, dass wir wirklich literally nie News bekommen zu Breath of the Wild 2. So, und jetzt geht es weiter mit Crit. Das stimmt. Es geht weiter mit Crit. Und zwar, ich habe mich vorher ein bisschen über die Steffi lustig gemacht. Aber was viel schlimmer ist, EA macht sich über alle Gamer lustig, und jetzt müsst ihr hören, die Singleplayer-Spiele gerne spielen. Also, wenn das nicht ein direkter Tritt ins riesigste Fettnäpfchen ist, wo man reinstehen kann, dann weiss ich auch nicht. Weil, es ist EA, was erwartest. Liebe EA, ich spiele im Fall auch mal gerne ein Singleplayer-Spiel. Also nicht mehr so oft, aber hey, ich stehe dazu. Also what the hell, was soll das? Ich spiele sogar, und jetzt habt euch alle ganz fest an eurem Stühle, ich spiele sogar lieber Singleplayer als Multiplayer-Games. OMG, sie hat es gesagt! Ah! Ja, sie hat es gesagt. Sie hat es tatsächlich gesagt. Hat sie nicht getan! Und ich finde, man sollte dazu stehen, dass man gerne Singleplayer spielt und ich meine, da ist nichts Verwerfliches dran. Und EA hat sich aber rausgenommen, in einem Tweet, und ich muss nachher dort auch ganz ehrlich sagen, dass sie natürlich auf einen TikTok-Trend aufgekopselt. Und gesprungen. Zwar, gesprungen. Merci, Steffi. Bitte. Und der TikTok-Trend war, du kannst
einfach etwas sagen. Du kannst sagen, ja, er ist eine 10 oder sie ist eine 10, aber. Aber. Also bei Steffi würde ich zum Beispiel sagen, ja, sie ist eine 10, aber Pass auf, was du sie sagst. trägt pinke Socken oder so. Ich weiß auch nicht, irgend so Hey, etwas. nicht Also, pinkige Socken, what the hell? nein, ja, ich habe jetzt, hallo, ich habe Nein, sogar weißt schon gut. abbremst. Okay. Ja, wirklich. Gut, weißt du, ich meine, immerhin es ist ein Podcast. Ja, Wir ist müssen hier gut. nicht. Ja, gut, aber auf jeden Fall haben sie auf Twitter postet, they are a 10, but they only like playing single-player games. Also haben sie quasi alle Gamer disset und gesagt, ihr seid zwar ein 10, aber ihr spielt nur Singleplayer-Games. Und die haben sich so fest und hart ins eigentlich neu geschossen. Also, ja. Es ist wirklich, also, das ist wirklich sehr blöd gewesen, weil jemand, den man sehr gut kennt, nämlich der Jack Septiceye, das ist ja ein Streamer, den man sehr gut kennt, hat nachher auf das kommentiert. Und was er kommentiert ist, ist eigentlich sehr, sehr lustig gewesen, weil er hat nachher geschrieben gehabt, ja, sie sind 10, aber er hat gedacht, der Tweet sei eine gute Idee. Und ja, er hat siebenmal mehr aufgevotet worden und hat siebenmal Ja, mehr Engagement erzeugt als der eigentliche Tweet von EA. logisch. Und EA hat nachher zurückgeschrieben, also irgendwann haben sie dann gepostet, Roast wohlverdient, wir nehmen das L, also das klingt jetzt natürlich mega dumm im Deutschen, weil das Spielen von Singleplayer-Spielen sie tatsächlich zu einer 11 macht. Also, sorry, aber wie komisch ist denn Hure die lame. Aussage, weißt du? Also, Ja. ist auch ein Roast well deserved, we take the L, because the playing of single player games makes her an 11 oder so, makes them an 11. Aber eben, es ist so ein bisschen, äh, ja, Schwierig. es ist ganz, 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 ganz komisch. Ja, aber weißt du, was ich dazu nur kann sagen? EA in a nutshell. Ja, Ja? ja, natürlich. Also ist Ja, genau und so. ich weiß nicht, weißt du, was ist der Ursprungsgedanke ist vielleicht gewesen, als ich mir das probiert zu vorstellen, was sich die Social Media Abteilung auch überlegt hat. Und dann habe ich so Nicht. gedacht, ja, vielleicht haben sie damit sagen, ja, er ist zwar ein 10, also weil der ist schon so komisch, also die haben sie auf alle bezogen. Ja, Und sie der haben ist gesagt, halt, ja genau, das ist halt ja, geschlechtsneutral im Englischen. genau. Und sie haben gesagt, sie ist 10, aber sie spielen nur Singleplayer-Games. Mit dem haben sie vielleicht sagen, hey, es ist mega schade, spielen sie nicht Co-op-Games, wo wir gerne mit ihnen zusammen wären. Weißt du, siehst du so ein bisschen die Idee dahinter? Ich weiß Das ist genau, was vielleicht, du meinst, ja. ja. Aber es ist Und trotzdem schwierig. ja, es ist sehr schwierig, ja, genau. Und gerade Und heutzutage online, wenn du so etwas rauslässt, musst du dreimal überlegen. Also wenn es kontrovers soll sein, musst du es wirklich dreimal überlegen, ob das, was du postest, was du tweetest, whatever, ob das wirklich so überkommt, wie du das meinst. genau, ja, auf jeden Fall. Also, ja, sicher. Und EA in a nutshell, ja. Steffi hat recht. Also, was wollen wir noch mehr dazu sagen? Took an arrow to the knee, EA. Gut gemacht. Eigene Arrow sogar gewesen. Ich glaube, währenddem sie ihre Armbrust nachgeladen haben, ist sie auch abgegangen und voll um die Knäuscheibe gejagt. Also, es ist wirklich sehr, sehr doofer Tweet. Aber Fail. Ist das, nein, das ist nicht unser Fail of the Week. Noch nicht, hä? Noch nicht, hä? Nein, also ich Ja. würde, es ist halt eben schon auch so ein bisschen ein Fail, aber der noch fast grösser Fail, wobei ich würde das als Fail benennen, aber es ist einfach wirklich, es ist einfach nur mal Also zum machen wir Kopflängen. Midweek-Fail. Wir haben 2 Midweek-Fails. Einer geht Ja, echt bis Mittwoch und der andere geht. das ist Genau. gut. Also, ich habe es ja ganz am Anfang schon angeteasert. Leute, es sind 108 PUBG-Spieler während einer LAN-Party verhaftet worden. Also eigentlich basically alle, die an dieser LAN-Party waren. Genau. Es hat eine Polizeirazzia gegeben während einer LAN-Party in Bangladesch. Das Problem ist, es war ein PUBG-Turnier, also ein PUBG-Mobile-Turnier. Aber PUBG ist, so wie andere Shooter-Games in Bangladesch, verboten seit August.
Ja. Und warum? Jetzt habt nach fest, nicht weil es gewalttätig könnte sein, nein, sondern weil es könnte süchtig machen. Ja. Und genau, Bangladesch hat diverse Shooter-Games banned. Ursprünglich eigentlich nur für 3 Monate, aber anscheinend haben sie es einfach nicht aufgehoben. Und sie sind eben der Meinung, es könnte süchtig machen, aber es könnte, ja klar, natürlich auch die Jugendlichen zu mehr Unmoral und eventuell auch Gewalt verleihen, was ja eigentlich verleiten, Entschuldigung, was ja eigentlich in diversen Studien ja, widerlegt worden ist. Also das ist eigentlich seit Jahren schon bekannt, dass das nicht der Fall ist. PUBG macht mich aber aggressiv im Fall, Steffi. Muss Weißt du, ich was nur mich so auch sagen. aggressiv macht? Leute, die neben mir rauchen. Und Rauchen ist auch nicht verboten. In Bangladesch sicher auch nicht. Was für ein guter Vergleich. Aber mir auch. Ich hasse das, wenn sie das so ins Gesicht rauchen. Ja, vor allem am Morgen früh. Ugh. Da können wir nicht. Also rauchen uns bitte einfach nie ins Gesicht. He? Nein, wehe. Wirklich nicht. Da Und haben weißt du, wir was das noch aggressiver macht? Nein. Die Regenbogenstrecke von Mario Kart. True. Und dann noch rückwärts, gespiegelt. Oh mein Gott, rückwärts. Nein, einfach... Ich wollte einfach schnell kurz so erzählen. Sind wir alle froh, wohnen wir nicht in Bangladesch, dürfen wir noch die Games spielen, die uns Bock machen. Ja, also ich bin ein bisschen sprachlos, als ich die Meldung gesehen habe. Stellt euch vor, ihr seid das Turnier am Spielen und ihr werdet einfach verhaftet. Aber das ist fühlst du dich dann auch crazy, irgendwie Mann. noch cool, wenn du dann dort rausläufst und dann... Also weißt Also du willst irgendwie einfach... Nein, die sind 2 Tage in den Knast gesteckt worden. Ja gut, das stimmt. In Das Bangladesch ist hast du alles... nicht in den Knast Nein, das gesteckt. ist nicht geil. Oi. Ja, so viel dazu. Also, mein persönlicher Fail, oder Semi-Week, oder wie ist das? Mid-Week-Fail? Ja. Hey, ich frage mich, ob der Gewinner dann irgendwie goldige Handschellen bekommen oder so. Ich meine, der ist... Ich kann mir vorstellen, Irgendeiner hat ja noch müssen sie... gewinnen. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass sie gar nicht so weit sind gekommen, um das Finale zu spielen, weil es ja eine Razzia gegeben hat während dem Turnier. Sie hat sicher noch ausgeknobelt im Knast. Ja, wahrscheinlich haben sie sich die Gringe geschlagen. Papier. Ja, genau. Sie sind dann alle ausgebrochen, haben alle Waffen von den Polizisten geknallt und haben dann in echt nachgespielt. Wow, okay. Steffi. Ja, genau. Okay. Weil schliesslich macht es ja so gewalttätig und aggressiv und kann zu Gewalt verleiten. Und ja, keine Ahnung. Das tut nach einem sehr guten Bollywood-Action-Film. Es Und hat dann, actually nachher... Ja. Ja, wo sie ausgebrochen sind, sind dann alle tanzen, so mit den AKs in der Hand. Alter. Sorry. Oh, wow. Ja, egal. Laut. Ich habe mir mal wieder etwas zu suchen da. 3 Games. Eines davon habe ich geschenkt bekommen. Das ist Letters. Letters ist ein Schweizer Indie-Game. Mega herzig, das ich dann unbedingt auch spielen will. Dann habe ich mir eins streamt, hätte ich fast gesagt. Er watched. Nämlich eben Multiversus, in dem ich einem Streamer zugeschaut habe. Und, also es geht um eine Stunde. Ja, natürlich, ich habe auch geschaut. Ja, aber der Fetzi, die kommt her. Hey, es geht Geist! Und selbstverständlich habe ich mir Stray gekauft. Natürlich. Und ich freue mich schon, das zu spielen. Allein, für mich, Singleplayer. Hast du gehört, EA? Aha. Ich bin ein Elfi. Season 11. Genau, trotz meiner pinken Socken. Aber hey, meine pinken Socken haben das Twitch-Logo drauf. Da. Hey, warte schnell. Hä? Nein, das ist violett. Ist das pink? Nein, das ist violett. Es hat an TwitchCon rosa-rote Socken mit Twitch-Logo drauf gegeben, die ich mir natürlich gerade kaufen musste.
Oh shit, als hätte ich das gewusst, Mann. Cool. I see into your head and you can do a thing about it. Also komm, erzähl, was hast du dir gegönnt? Ja, also da im Moment so ein bisschen, was soll ich sagen? Weil ich im Moment so ein bisschen in einer Verarbeitungsphase bin von diversen Sachen, habe ich mir mega viele Games gegönnt, um mich drinnen verlieren, sage ich mal. Mhm. Ähm, Ich habe gestern wieder angefangen, The Cycle zu spielen. The Cycle Frontier ist ein recht cooles Game. Also ich habe es vor 2 Jahren mal gespielt und dann war die Idee, du landest auf einem Planet, du tust mit deinen Kollegen zusammen oder allein tust du Rohstoffe abbauen, fightest Monster oder fightest andere Teams und gehst dann wieder zurück und schaust, dass du für deine Materialien und so Geld bekommst, das du hast abbauen. Es gibt einen Extraction Point immer, das heißt, du kannst so lange auf der Map bleiben, wie du willst. Es kommt dann ein Sturm, dann kannst du nicht extracten, dies, das, Ananas. Auf jeden Fall, der Sinn des Spiels ist eigentlich gleich geblieben. Nur ist es jetzt so, dass es ein bisschen mehr ist wie Escape from Tarkov. Das heißt, wenn du stirbst, verlierst du alles. Also das heißt, wenn du gekillt wirst, verlierst du einfach alles. Oh Und shit. das macht es mega herausfordernd Mhm. und aber irgendwie auch noch lustig. Also wir haben es gestern 2 gespielt, sicher 2, 3 Stunden. Wir haben auf jeden Fall Spass Also gehabt. Weil es, ein Roguelike in dem Fall. es Oder ein ist Roguelite. nicht, es ist eigentlich ein, wie soll ich sagen, eigentlich zählt es zu den Battle Royales im Ah, Fall. sogar, Weil es ja okay. verschiedene Teams sind, die an einem gleichen Ort landen und Ja gut, fair, ja, logisch. du kannst halt einfach immer extracten, das macht es ein bisschen ähnlich wie Hand. Ähm, Aber es ist eigentlich ein Battle Royale. Ist ein cooles Game, kann es nur jedem empfehlen, mal auszuprobieren, schaut es mal an. Nachher habe ich mir dank meinem YouTube-Held Hand of Blood Gladiator Guild Manager gekauft. Ist ein kleines Minigame, das aber mega lustig ist. Du trainierst quasi Gladiatoren, tust die aufleveln, schickst sie in die Arena und nachher ist es so ein bisschen wie ein Auto-Chess. Die kämpfen nachher gegen andere Gladiatoren und werden immer besser. Dann kannst du sie aufwerten, kannst neue Gladiatoren einkaufen, kannst neue Items einkaufen, kannst Aha. immer neue Arenen freischalten. Ist so ein kleiner Selbstläufer zum nebendran zu zocken, wenn du gerade irgendwie ein YouTube-Video am Schauen bist oder so. Oder was auch immer. Ähm, Ist auf jeden Fall cool, kostet irgendwie 8 Franken oder so. Ah, Hat sich easy. auf jeden Fall gelohnt. Easy gewesen. Multiverses natürlich, kann ich mir sagen, Beta. Genau, da sehen wir jetzt gleich mal gegen die Steffi fetzen, mal schauen, ob sie jetzt etwas kann. Ich kann nichts, ich Und, bin so schlecht in Fighter Games. ja, ich weiß. Aber weißt du, das ist jetzt das Problem. Der unterschätzt man dich dann, weil dann mit ihm, da kommst du nicht mehr Wo so, ich, ja, ich wo kann ich nichts. Und ich, weißt, ich kann wirklich mega, unvorhersehbar bin. ja, Ja. ja. Und dann Ja. einfach so, kommst du mit ihm, ja, ich kann nichts, weißt du, ich bin so herzig und mach mir den nichts bitte. Und dann bekommst du einen riesen Pfust in die Fresse, weißt du, das ist so Steffi. Das ist wirklich so Steffi. Nein, Multiverses natürlich und jetzt vorhin gerade, ja, schuldig, vorhin gerade habe ich mir Songs of Conquest gezogen. Weil ich weiß nicht, hat er manchmal den Einfach Urge, über einen Mittag kurz schnell ein Game ja, gekauft. Schlawiner. ja. Und manchmal hat er den Urge, manchmal einfach ein Game zu kaufen, wo er echt findet, es muss geil sein, es muss Spaß machen. Ich will es. Das habe ich bei Song of Conquest gehabt, seit gestern. Und seit heute Morgen, als ich es dem Silvan empfohlen habe von unserem Team. Und jetzt habe ich es selber gekauft. Ich habe selber dafür Werbung gemacht und mir selber geglaubt, dass es geil ist. Hey, nein. Ja, auf Aber jeden du Fall. bist sehr einflussreich in diesem Fall. Ich bin sehr Kleiner, gut in dem, kleiner ja. Influencer du. Ja, also ich sage immer, besser guten Einfluss als. Nein, das lassen wir sein. Auf jeden Fall, Songs of Conquest ist ein sehr, sehr cooles Game, so wie es aussieht, wenn man Heroes of Might and Magic kennt. Und das Game ist auch dann zumal, was rausgekommen ist, mega Bestseller gewesen. Viel rundenbasierter Kampf, viel nachdenken, viel Items verwalten und Zeug aufleveln. Das mache ich halt noch ein bisschen, das mache ich halt wirklich noch gerne. Da bin ich daheim. Ja, jetzt freue ich mich, das zu spielen. Hey, vielleicht streame ich es sogar heute Abend. Da habe ich Ja, mir let's do überlegt, it. warum nicht mal wieder einen Stream anschmeißen? Für die 1, 2 Leute, die mir ab und zu schauen. Warum nicht? Also, hä?
Einfach mal wieder rein, mal wieder probieren, mal wieder streamen, wieder da sein für meine Fans. Wenn ihr Bock habt, schaltet ein heute Abend auf meinem Kanal. Wie heisst dein Kanal? Musst du vielleicht auch noch sagen? Mein Kanal heisst Sid Flames. Genau, das ist mein Gamername. Also einfach Twitch TV/SidFlames. SID und dann Flames zusammengeschrieben. Ja, genau. Ja, genau. Wie der Ja, Sid, genau. wie der von Ice Age? Nein, es ist nicht der von Isaac. Wieso muss ich das immer erklären? God damn. Eigentlich, der Name setzt sich zusammen aus Sid Vicious, wo der Bassist war von den Sex Pistols, und In Flames, wo früher meine Lieblingsband war. Ja, so. Also drum, ja, voll. Genau. Genau, der Joy. Ja. Wunderbar. Ist ja klar. Also, schön haben wir es besprochen. Ich glaube, wir sind am Ende, Steffi. Was für ein mega geiler Podcast. Merci ja, also vielmals. es liegt einfach, dass ich wieder da bin. Das ist. Es ist leider so. Es ist wirklich leider so. Also, weißt du, es ist schon ein bisschen traurig. Also, ich renne jetzt ein bisschen für mich und für eine Serie, weil es kann einfach nicht sein, dass wir so viel weniger Impact haben. Wir müssen uns überlegen, ob wir uns einfach nächstes Mal auch schminken und auftakeln und vielleicht ist es Dude, das, weißt du? Das ist Skill. Das hat nichts mit meinem Aussehen zu tun, okay? Und da bin ich direkt ins Fettnäpfchen. Oh ja, wie EA. Genau wie EA. Nein, aber ja, wir sind am Ende angekommen von diesem Podcast. Und das war wirklich sehr cool gewesen. Obwohl ich auch muss sagen, ich habe ja den Podcast von euch nicht nur geschnitten, sondern natürlich auch gelost. Und ich habe sehr Freude an eurem Podcast. Ihr habt es gut gemacht. Nicht, wie viel du hast rausschneiden? Nein, das sage ich nicht. Ich habe ein bisschen länger gebraucht als schon Schrauben. Aber das macht nichts. Aber easy. Genau, das nächste Mal gibt es einen Schminkstream mit dem Nico. Ja, hallo. Wir sind noch nicht fertig mit dem Podcast. Das hat niemand gehört. Aber das ist auch im Podcast drin. Doch, das muss im Podcast drin. Oh Gott. Nein, vergessen den Scheiß. Heute vergessen. Wir sind am Ende angekommen von unserem Podcast. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen, was auch immer. Morgen, Abend, Wochenende, Woche, whatever. Denkt daran, ihr würdet uns mega unterstützen, wenn ihr unseren Podcast mit 5 Sternen bewerten oder euch einen Kollegen teilt oder irgendwie auf Social Media in eure Instagram-Story oder auf Twitter verpackt. Und dann sehen wir uns unter der Woche am Mittwoch mit dem Troy auf Twitch. Er streamt The Guardians of the Galaxy. Am Donnerstag am 11 Uhr gibt es einen Klemmbausteine-Stream. Und am Freitag am 2 streame ich und ich streame Power War Simulator. Let's go. Yes. Ciao zusammen. Tschüss zusammen. Genau, es gibt Smoky Eyes für den Nico. Wunderschön. Also, ich kann es ich schminke die Idee. Nein. Hey, hallo. Kisa, merci vielmals für die Follow. Danke, Kisa. Wir lassen den Nico einfach nicht mehr reden, weil dann muss er den Schminkstream machen. Wunderbar, fantastisch. Zum Glück haben wir bei Brecht.ch ja auch Beauty-Artikel, jede Menge. Schminkzeug, Wimperntusche, Rouge, Lippenstift, Nagellack, Lidschatten, Eyeliner. Was gibt's noch alles? Wow. Augenbrauen, Bürstchen. Das Dümmste ist ja mein selber in die Sinne geredet. Das ist ja dumm. Ja. Nein, was würdet ihr davon halten, wenn wir einen Schminkstream machen? Hallo, nein. Beautiful, eben, siehst du? Nein, es ist ja so, dass ich mich wirklich nur wieder schminken, wenn ich auf die Bühne gehe. Und das ist wirklich so der einzige Grund, den ich hätte, zum Schminken. Und das habe ich nie gemacht, weil irgendwie hat es sich nie richtig angefühlt. Ich meine, ich mache leider nicht irgendwie Gothic oder Industrial Musik. Und was man machen kann, was ich würde anbieten, ist, von mir aus kannst du meine Nägel lackieren. Ja, das kann ich machen. Du darfst Farbe auswählen. Ja, von mir aus. Gut. Aber fucking schminken sehe ich mich noch nicht. Da brauche ich noch ein bisschen mehr. Übrigens, 15 Sekunden, dann ist es vorbei. Das Giveaway. Just saying. So, ich nehme am Hero Fest teil im Fall. Aber
Beim Ohne Cosplay-Contest. Als Nee. Steffi. Gehst du als Steffi? Ja, genau. Such der andere Simp. What the hell? Das hat doch nicht mit Simpen zu tun, Mann. Nein. So, Also ich hätte ja gerne Steffi, aber... Ja, ist gut, ich glaube es dir fast. Leute, das Giveaway ist beendet an dieser Stelle. Sorry an Frost, wo jetzt gerade leider wahrscheinlich gerade ein bisschen zu spät ist reingekommen. Aber ja, wir machen ja immer mal wieder ein Giveaway, von dem her ja, einfach nächstes Mal wieder vorbeikommen. Einfach von Anfang an dabei sein, dann verpasst du es sicher auch nicht. Besten noch folgen, Frost. Nice. Und auf Twitter kommst du immer mit, über, wenn wir Giveaways haben. Oder bei uns im Discord, dort wird es ja aber auch gepostet. Genau, von dem her. Genau, wir haben 2 Gewinner. Die tun wir jetzt picken. Sind wir ready? Let's go. Komm, Nick, Soll ich noch so ein bisschen... gib uns Trommeln. Okay. Was ist jetzt da dran wieder lustig? Ai. 3, 2, 1. Win Number 1 ist Juli. Bist du noch da, Juli? Oh, ich habe schon gesagt, dass es Schweiz-only ist, oder? Ja, das habe ich schon gesagt. Ja, hast gesagt. Wer ist Juli? Juli ist nicht mehr rum. Juli ist heute am Anfang vom Stream zum ersten Mal, glaube ich, da gewesen. Nee, also ich habe ihn noch nie gesehen. Oder Ja. Juli ist nicht mehr rum, aber irgendjemand kennt sie ja sicher und man kann Weiss sich es sicher nicht. noch Juli ist aber Sorry, eigentlich Marco, noch melde dich. Juli ist eigentlich noch im Chat. Schon? Ja, also anscheinend ist es irgendwo noch rum. Aber wahrscheinlich gerade Ich glaube, es ist eine Dame. AFK Also oder so. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht Ich glaube, es ist eine Dame. Mama, ich bin mal schauen. Also, ich genau, mache das natürlich bitte beim zum Stand Wissen. 160 vorbeigehen. Danke an den Merci. Okay, ciao. Ja, aber alle natürlich so, nein, sie ist nicht mehr da. Nein. Genau, wir haben noch einen zweiten Winner. Also, darum brauche ich jetzt nochmal dein Trümmeli, Nico. Mach nochmal Trommeln, komm. Du kannst etwas anderes machen. Nein, mach Trommeln. Es tönt wie ein fucking Motor, nicht? In was? Es tönt wie ein Motor. Was? Ich habe nichts gehört. Der hat die anderen auch Alles nicht gut. gehört. Alles gut. Also, Winner, Chicken Dinner. 3, Please call me Alan. Hey, es hat noch gerade knapp gelangt, dass wir mitmachen können. Hey, Gut. wow. Da muss ich aber auch noch schnell ein Krönchen an mich selber widmen, dass ich einfach die Punktzahl fantastisch gewählt habe. Dass Leute Ja. die Chance hatten, wenn sie fleissig waren, dass sie doch, obwohl sie heute frisch dabei waren, haben können gewinnen. Wunderbar. Also, Wunderbar. genau. Jetzt sehr, sehr gern, Alan. Sehr, sehr gern. Jetzt machen wir das folgendermaßen. Alan, wo du ja gerade schon da bist, ich whisper dir schnell ins Ohr. Whisper. Genau. Könntest du uns bitte deine Vor- und Nachnamen und deine Adresse zukommen? Dann können wir dir das Päckchen schicken. Das Päckchen, genau. Jetzt ist die Frage, Juli, are you there? Juli? Ich glaube, die macht irgendwie auch eine Pause oder so. Hey, also Vielleicht ist sie Postleitzahl. Okay, danke vielmals. So, hey, wie oft ich schon Giveaways gemacht habe. Und dann habe ich zum Beispiel nur die Strasse bekommen. Kein Vorname, kein Nachname, keine Postleitzahl, keine Adresse, nur die Strasse. Und ich so, Nur die Bro. Strasse. Ja, nur die Strasse. Und die Nummer auch. Und ich so, Alter Mann. Ja, aber das verstehe ich so, die möchten dir halt einfach auch nicht mehr geben, wo du sie vielleicht könntest stalken Stimmt. oder bei ihnen auftauchen. Aber dann müssen sie auch nicht im Giveaway mitmachen. Ich meine, es ist ja bekannt, dass du dort manchmal ein bisschen aufdringlich Natürlich, ich bin bist. super Steffi. creepy unterwegs. Ja. Steht sie einfach auf einmal vor mir der Tür. Ja, also, voll. Das Problem ist nur, kann ich so wie du scrollen anfangen? Nein, kann ich aber leider nicht. Also, Shoutout, Juli! Kriti Bounce sagt, du kannst es ihm geben. Ja, logisch.
Würde ich auch sagen. Der Troy sagt, das ist ein Lügi-Bounce. Ein Lüge bei uns. Also, das ist schon gut. Äh, Ja, sie taucht einfach bei mir im Geschäft auf. Ich sag's, ja, es ist wirklich genau, es ist so creepy gewesen, Mann. Ich bin so am Arbeiten, mein Zeug am erledigen und er kommt so, weißt du, dann will sie hier so anfangen abstauben, so in einem Maiden-Kostüm und ich denke, hey, was machst du hier? Was? In deinen Träumen, Nico? In deinen Träumen? In Alles deinen gut. Träumen. Ich bin gerade Juli am Suchen, damit die Juli kann ein Whisper machen. Das ist ein bisschen blöd. Muss ganz Dings. Hier. Nein, das Ah Problem ja, ist, ist wirklich eine Frau. ich Juli! hatte es ja gesagt, Nein, Ich bin reporten wollen wir informiert nicht. über unsere Follower. Merke. Nein, Essex, es ist Vor allem, so, wenn es Frauen sind, gell? ich kann kein Maiden-Kostüm anlegen, die sind mir alle zu klein. Ich schwöre dir's. Weißt du, er ist Die gehen mir Kasten. Er ist Nein. Kasten. Okay, ich sage nicht mehr. Hast du jetzt gemutet? Nein, ich bin da. Okay. Also. Liebe Crazy Cat Lady, noch schnell. Ich glaube, Minecraft schreibt man nicht so. Aber ich bin nicht sicher. Hä? Einfach nur Ah, als nein, Tipp. Minecraft. Ja. Minecraft! Genau. Kennst du das nicht? Juli ist da, perfekt. Also, Juli, nice. ich habe dir ein Whisper geschrieben. Chichi, du bist unsere Gewinnerin Nummer 1. Schreib mir doch bitte schnell deine Vor- und Nachnamen, Adresse in Whisper, die ich dir geschrieben habe, damit ich dir die Gewinn zukommen kann. Und ja, herzlichen Glückwunsch nochmal an unsere beiden Gewinner, Juli und Ellen. Mega cool, habt ihr mitgemacht, seid ihr da gewesen und habt durchgehalten und so viele Punkte innerhalb von so kurzer Zeit gesammelt. Das ist wirklich nicht schlecht. Aber auch nochmal ein fettes Merci an Maxi für den Sub. Extra gesubbt, um genug Punkte zu bekommen. Das ist also schon ein kleines Shoutout wert. Das ist eine Ehre, ist eine Ehrenmax, würde ich sagen. Aeromax, genau. Aeromaxi. XX. Wie sage ich dem? Wie sagst du dem? Ich sage Flöru, wo es der Flöru ist. Okay, der Flöru, der glaube ich einfach irgendwie Mod werden, ohne Scheiß. Ellen! Oh, Thank you Ellen. für die Sub. Why you do this? Danke vielmals. Super gescheiter bei mir. Nein. Nein, super! Ja, wie schon letztes Mal, also wie schon beim vorherigen Sub gesagt, das Geld, das wir einnehmen durch Subs und so weiter, geht natürlich an einen guten Zweck. Das behalten wir nicht selber. Yes. Das geht an einfach Leute, die bedürftig sind und, Genau. oder Tierheim vielleicht auch, ich weiß gar nicht. Nein, aber nein, nicht. das ist glaube ich leider out of the run. Leider. Ja. Nein, Pinwerk, das stimmt im Fall wirklich. Ja, das ist nicht, das sagen wir nicht nur so, das ist wirklich so. Pini ist ja da. Hoi Pini. Hey, Juli, nein, jetzt abonniert Juli auch noch. What the hell? Oh Hey. Hallo, thank you bitte. very much. Haben wir verdient. So lieb. Danke. Juli, danke. Wir haben aber auch mega geile Emotes. Das muss man natürlich an dieser Stelle auch sagen. Unsere Emotes sind wunderschön. Super, ja. Ich liebe unsere die Emotes Emotes. sind super. Vor allem das mit dem Herz, das ist so cute. Aber das, Hey, wobei ich muss sagen, unser Feuer-Emote finde ich noch fast geiler. Das stimmt. Das Feuer-Emote ist super. Das ist so literally ich. Genau, ja, und du mit, wenn du Chili hast zum Mittag oder so. Nein, einfach ich, wenn ich die Welt brennen sehe. Okay. Was so basically einen Tag vorkommt. Genau. Und dann sieht ihr auch noch, so wer die schön. coolen Emotes gemacht hat. Hey, ich bin überwältigt. Merci viel mal. Das sind 3 Subs jetzt in einem Stream. Das ist Mega. krass. So viel haben wir letztes Mal nur mal Faber gehabt. Ja, Das definitiv. ist crazy. Das ist wirklich... Also ich bin gerade ein bisschen blown away. Oh. Und ich finde es mega schön. Und
Ja, also einen mega coolen Podcast gefunden. Der Chat war so aktiv gewesen wie noch nie. True, ist echt Nein, cool. jetzt weiter rüber. Hey, hör Hey, jetzt. chill mal. Hey, Oh mein Hype Train, oh mein Gott! Hey, oh Gott, nein, Hype Train. Oh mein Gott. Es geht Oh, jetzt kommen wir los. noch Bits. Es geht los. Hey, What Akisa, the hell? thank you. Merci vielmals für die Sub. Dankeschön. Oh, wow, Und merci Troy, vielmals. schnell 200 Bits reingefetzt. Nein, ich komme nicht drauf jetzt. Juli nochmal schnell 200 Bits reingefetzt. Nice. Hey. Bitte schön. Merci Danke vielmals, Akisa. Danke vielmals. Merci Der vielmals. Hype Train. Wupp, 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 Oh wupp, shit. wupp, wupp. Ich weiß nicht, was das heisst. Was heisst das, Steffi? Was bedeutet das? Ich bin überfordert. Ein Hype Train ist, wenn mehrere Leute innerhalb von wenigen Minuten zum Beispiel ein Abo abschließen oder cheeren. Also etwas, was halt bezahlt ist. Und es gibt bis zu 5 Stufen Hype Train. Genau. Und die an diesem Hype Train mitmachen, die bekommen dann so ein spezielles Emote. Oh, nice. Okay, also hey. Und ein Icon. Ein Icon bekommen sie auch. Das ist so eine Choo-Choo-Train in Gold. Also ich wär mega froh, wenn ihr jetzt nicht mehr würdet salben, weil es ist wirklich... Also überfordert mich mega einfach. Griti! Bounce! Ja, Merci vielmals für 100 Bits. Ich bin leicht zu begeistern, aber schwer zu beeindrucken. Darum da. 100 Bits. Da. Nein. Nee! Crazy Dude. Oh Gott. Merci, Griti Bounce. Aber Übrigens... also, du musst mir das nochmal erklären, was sind die Bits jetzt? Ich erkläre das dir mal. Okay. Nico kommt überhaupt nicht raus beim Twitch-Game. Herzig. Nein, herzig. Er ist noch ein Twitch-Virgin. Müssen wir es verzeihen. Ja. Like a virgin. Hey! Touched for the very first time. Okay. Okay. Der Flöru erklärt es mir gerade. Ja. Schau, der Flöru ist, hey, macht den du zum Modmann. Der ist super. Der weiss genau, Nein, er hat vorher was geschrieben, er kann nicht mit Macht umgehen. Und das ist natürlich schwierig. Aha, er kann nicht mit Macht umgehen. Okay, Nein, ja, aber... das Problem kenne ich. Ich habe zum Glück eine Bremse, die heisst Steffi. Genau. Nur noch schnell. Ich bin für alle da, um sie zurück auf den Boden zurückzuholen. Mit meinem Bannhammer. Nein. Was soll ich sagen? Genau, der Roboter, den du gemeint hast vorher, das ist, glaube wie hat der Name geheißen? Gigant aus dem All. Aus dem All, genau. Ja, genau. Ja. Die Leute haben das ist schon ein es mega herziger Film, glaube ich. Ja, voll. Du bannst dich nur selber. Ich weiß nicht, ob du das kannst. Aber anmoden kannst du, glaube ich, selber. Also Fleur, so unfähig wie ich bist du nicht, wenn er an jedem Gewinnspiel teilnimmt, das ich gemacht. Stell dir vor, wir machen ein Gewinnspiel. Und wer macht mit? Der Nico. Hey, nee. Nein, ich habe zum Glück nicht gewonnen. Nein, aber ich glaube, gewonnen es hast du war nicht. ein Stream vom Troll. Ja, unglaublich. Voll ein Lulatsch. Er hat nicht so gefunden. Hey, nein, Nico, du kannst doch nicht sein. Mitarbeiter sind vom Wettbewerb ausgeschlossen. So. Nein, es war super. Nein, hey Leute, merci 1000 für den mega coolen Stream heute. Habe ich vermisst, muss ich wirklich sagen. Es war echt nice. Bin froh, bin ich wieder back. Hey, es ist jetzt mega gut. Aber weißt du was? Sad Story, Bro. Nächste Woche ist ein Viertag. Ja, nächste Woche müssen wir päuseln, ausser wir verschieben. Aber ist das nächste Woche der 1. Montag? Ja, Montag ist der 1. August. Und der 1. August ist ein Viertag. Das natürlich bedeutet, dass es ausfällt. Wir können es leider wirklich schlecht auf den Dienstagmorgen schieben. Das stimmt. Gut, also ich würde vorschlagen, dass wir nächste Woche Pause stellen. 24-Stunden-Stream, ja genau. Auf Arbeitszeit vor allem, gell? Ja, würde ich ja so machen. Hey, schau mal, wenn es irgendwann so weit ist, dass
dass wir so viele Subs und Followers und was auch immer haben, dass wir das können durchziehen. Ich schwöre euch, ich verspreche euch, ich Mit mache Subs auf und Followers Arbeitszeit. hat das nichts zu tun. Das ist Average Viewers. Also einfach Leute, die zuschauen. Das, was ihr sagt. Das, was ich gesagt habe. Dann Wo ich bei dir, die Ahnung verspreche hat. ich- Das, was ihr sagt. Dann verspreche ich euch, dass ich einen 24-Stunden-Stream durchziehe. Kein Problem. Wir werden dann einfach ein bisschen Probleme mit dem Arbeitsrecht. Genau. Yes, wir haben einen Fisch bekommen. Was ist das, ein Fisch? Hä? Wieso Ein haben wir jetzt einen Emote. Fisch bekommen? Ein Emote von einem Koi-Fisch, der so patted wird. Also so tätschelt. Also, aber, hä? Aber, also sind das jetzt nicht unsere? Sind das jetzt... Nein, es sind Also- random Emotes, die von Twitch selber zur Verfügung gestellt werden. Und so ein Schicki haben wir auch bekommen, oder so? Einfach Oder sind das alle die Mo- Schicki? Ich habe so ein Schildkröte nicht gesehen. Ein Törteli, sage ich denen. Törteli, ja. Item, auf jeden Fall. Leute, damit ich meinen Boss nicht verpasse. Ja, wirklich. Ja. Lass Steffi jetzt gehen. Es sind immer noch konstant 21 Viewer, Steffi. Was ist heute los? Ich bin da. Ah, jetzt hör auf, Mann. Okay, wir hören jetzt auf. Es ist Zeit. Wir müssen jetzt gehen. Also, Ey! wirklich, also, Nicht wenn- als die Hey. Wahrheit. Nicht als die Wahrheit. der Troy hat den Hype-Train, look. Ja, er hat einen guten mitgemacht. Zug. Er hat Einen mitgemacht. guten Zug. Ja, Geil. wo er cheered hat er mitgemacht. Also alle, die mitgemacht haben beim Hype Train, haben jetzt so einen goldigen Zug. Geil. Ja. Okay, ich feiere es. Ey, das löst so Glücksgefühl aus. He? Also jetzt verstehe ich dich ein bisschen mit dem... Warum er gerne tut streamen. Mhm. Ja, Mhm. ja. Ist schon nice. Das ist ja so. Also ich tue da was streamen. Ja, Nein, geht wirklich, zum Nico. Moment, Vielleicht schnell. schmeiß ich- Moment. Moment. Vielleicht So. schmeiße ich ihn wirklich heute Abend an, den Stream. Einfach für euch, zum mal schauen. Um dir Ich noch bin ein mega paar schlecht. Glücksgefühle zu verpassen. Ich Das machst poste du jetzt immer, Steffi. ja, mit meiner pure Existenz, ich weiss. Ich Mm, poste mm. euch jetzt den Link zum Kanal vom Nico im Chat. Geht Ja, doch musst du. mal vorbei, lasst ein Follow da. Ich habe nur irgendwie 30 oder so. Egal. Lasst ein Follow da, lasst ein bisschen Liebe da. Und heute Abend lasst ihr mir noch ein bisschen mehr Liebe da, wenn er live am Streamen ist. So. Jetzt ist 31, siehst Nice, du? merci, Wunderschön. Helen. Wunderschön. Das ist doch schön so. Siehst du, die Leute Ja. haben zusammen. Ja, es ist wirklich mega schön. Merci vielmals für jeden Follow. Ich habe Freude. Ihr seid super. Und, Natürlich wir dürft ihr müssen das mir auch folgen. Das bin ich. jetzt- Ja, Steffi folgen alle schon. Nein, Folgen kein Fall. alle schon. Jetzt hast du schon 44. Oha. Ja, jetzt müsst ihr nicht davon übertreiben. Also wirklich, es ist für nichts. Ich gehe nichts. Ich bin Jetzt hast wirklich du wirklich schlecht. schon 44. Goal ist schon gut. Ja, aber ich glaube, ich habe vorher 40 gehabt oder so. Ich weiß nicht. Hä? Was? Mach mich nicht. Gott weg! Jetzt! Steffi, du musst auf den Bus. Hoi Stone Trips. Denk dran. Yes, I know. Und Aber- Audacity müssen wir vor allem noch stoppen. Upsi. Auf welchen gehst du? Auf den 20 ab? Ja, aber ich muss noch ich muss noch Okay. ein paar Sachen machen, weißt du. Und wir müssen ja noch exportieren ja, und ich so wollte Sachen. sagen. Ja, voll. Ja, wir müssen jetzt beenden. Es Ja. geht nicht. Also, Nein. es geht wirklich nicht. Das ist ja so. Genau, jetzt 47. The hell! Hör nicht auf Also jetzt. ey, ihr seid wunderbar. Denkt dran, der Troy streamt am Mittwoch am 3 Guardians of the Galaxy unbedingt weiter. Unbedingt dem Troy Ja. folgen. Am Unbedingt dem Troy Mittwoch, folgen. am Mittwoch am 11 gibt es einen Klemmbausteine-Stream mit dem Cyril. Und am Freitag am 2 stream ich wieder hier eben der Power Wash Simulator mit meinem Schlauch. Und ich spritze alle ab. Gott. Oh Gott, Genau. damn, that Also. sounds so nasty. Genau, ist es so. Leute, merci vielmals, dass ihr da gewesen. Es war sehr fein. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen restlichen Montag, schöne Woche und wir sehen und hören uns hier. Ich wünsche euch allen
eine super Woche auch und habt Sorge und merci, seid ihr da gewesen und danke für alle die Abos und Follows und einfach, das ist mega. Merci vielmals. Warte, er hat gesagt, der Stream wird erst bei 50 beendet. Verdammt, warte, ich folge auch noch schnell. Jetzt ist es schon 48. Komm, 2 bringen wir noch her, oder? Hä? Ich habe gemeint, er meint Zeit. Meint er nicht Nein, nein. eine Stunde? Nein, bei 50 Followers. Nein, hört. Noch 2. Moment schnell. Okay. Das lässt sich regeln. Warte schnell. Nein, jetzt. Nein. Was ist los? Wieso gehen jetzt so viele Leute wieder rein? Was geht hier ab? Let's go! Was ist passiert? Was? Ja, jetzt sind wir gerade irgendwie von 14 Viewer wieder auf 30 rauf. The hell? Ich komme nicht raus. Was geht mir sicher? La. So, fuck, ich folge dir schon. Ja, du folgst mir, aber du folgst mir. Aha, du meinst noch mit deinem anderen Account ja. oder was? Nein, also ganz ehrlich, ist im Fall kein Problem. Wir können ja jetzt. 49. Hallo, noch einen. Wo ist das Problem? Ich sehe es nicht. Hallo. Ich will heim. Ich kann nicht. Ihr müsst uns ertragen. Bis der Nico 50 Follower hat, müsst ihr uns ertragen. Macht von mir aus einen zweiten Account. Nein, also das macht ihr sicher nicht, bitte. Wirklich nicht. So, jetzt hast du okay, gut. Gut, also. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Bye. Alles gut. Das ist geil. Tschüss zusammen. Bye. Every time I fall asleep, I see you there inside my dreams. Sometimes I don't wanna sleep, 'cause when I wake you're not with me. We gotta stick together now, through this together now. Could lose each other. We gotta stick together now, to be even stronger out. We'll have each other. Hold me close through the coldest night. Love me till the end of time. Mistakes were made, say now say you're mine. Love me till the end of time. Love me till the end of time. Love me till the end of time. What is left to make you see? Try to show you that it's me. There's ways away to leave. Just if you know how to keep the flame under the sea. We gotta stick together now, through this together now. Could lose each other. We gotta stick together now, to be even stronger out. We'll have each other. Hold me close through the coldest night. Love me till the end of time. Mistakes were made, say now say you're mine. Love me till the end of time. Nico, man hört dich im Fall. Love me till the end of time. Tschüss zusammen.